und komm nicht auf die Idee, den scheiß Anker da um mit zum Schießen. Ich bin einfach, das Spiel, das hackst mir auf. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Es hackst mir nicht körperlich auf. Aber geistig bin ich ein ganz anderer Mensch nach dem Spiel. 100%, das schwöre ich Ihnen. Eigentlich müssen jetzt bald einmal die Weißen die Leute mit den weißen Turnschuhen, die warten jetzt dann schon langsam einmal angebracht. Ich bin ja gespannt, wie das mal wird, wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe. Kannst du jetzt einfach verrecken, du Arschloch, du Grintix? Du gehst mir auf den Sack, Mann. Ja, stirb endlich. Schau der Twirmer von unten da, oder von oben, oder von alle Seiten, von mir aus auch von drinnen, aber können wir ja nicht mehr gegen quere, ohne Witz. Ja, was haben wir jetzt da? Wir müssen da noch was finden und ich finde nichts. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Wailstone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf er erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal muss ich echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so auf Zeiten. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, leg mich. Geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut, das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht, da die wackelt mit der... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen, Freunde der Sonne. Ich hab meine Hände da, ich halte da einen Controller. Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Noch wo. Ja, das wird nicht funktionieren in Assassin's Creed, glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo es mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Dieses... Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fix einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Weil wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt ein zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, okay?
holt sein Bittchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stage-Diver. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant. Gell? Das ist aber hoffentlich klar. Das ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Ah, wieder in die Leck. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Okay, ich glaube, nach dem heiligen Stream werde ich einen Cooldown von. Einen Cooldown einmal dezent aufgetan. Das wird. Ich glaube, die Puppe hat er ziehen lassen. Er ist auch ein Trompetenkäfer draufgestiegen. Wenn jetzt so die Wache nicht stand, Burli. Ich dachte, deine Gitarre so ins Gesicht hauen, dass 3 Mal Schutz und Bremsenbrei hat. Das darfst du auch nicht mehr. So, was nochmal? Geplant ist heute noch eine Kellererweiterung, seitlich noch ein Raum mehr und eventuell noch ein extra Stauraum. Hau halt ab jetzt! Wenn ich meinen Chat lese. Geht doch. Haben wir Bock? Da kannst du nicht einmal 5 Minuten zusammenreißen in der Öffentlichkeit, hä? Sag einmal. Du stell dir vor, du lässt den da drin vornehmen, dann ist aber... Ne, dann kracht's. Das war ganz gewaltig. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem... Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen... Also, du sollst... Ist im Bereich des Möglichen, dass du ein wenig behindert bist? So. Grüß Gott beieinander. Habe ich die Jassi, servus Luki, habe ich die Fichterli, grüß Gott. Rupsi. Habe ich die Price. I moch gschwind a weng a gaude, wann's recht is. Mr. Price, du darfst dabei Gaudi machen. Am ersten wieder ein Reset im 22. Monat. Holy fucking shit, ey. Einfach geht so krass schnell. Alter, danke dir für deinen Resub. Weiterhin herzlich willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Wie schaut's aus? Haben wir uns jetzt doch schon fast eine Woche nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen. Ich hoffe, euch ist sauer auf bei euch. Habt ihr Bock auf Lies of P? Habt ihr Bock auf einen Pinocchio-Simulator? Ich schon.
wenn es mich fragt. Also ich habe schon Bock. Habt ihr auch Bock? Bestimmt, oder? Souls-like und Bazi, das ist ja quasi das passt ja quasi wie Faust auf Song. Wo wir sagen lassen. Dann stimmt da, ja, das wird jetzt wahrscheinlich hinten und vorne nichts mehr stimmen, aber das werden wir schon irgendwie, das deichselt man schon irgendwie. Gut. So, heute ausnahmsweise mal Dienstag-Stream. Normalerweise streame ich ja dienstags nicht. Der Dampfi hat mir seinen Spot heute zum Release-Tag hat mir seinen Spot zur Verfügung gestellt, damit wir eben Lies of P zocken können. Wie gesagt, normalerweise ist ja Dienstag nicht mein Tag. Also falls der Dampfi schon da ist oder heute noch noch kommen, werde ich mich dann nochmal bei ihm bedanken. Und ja, ich bin gespannt. Die Demo war schon richtig gut. Die wo wir zwei Streams haben wir bei der Demo gemacht. Da war ich schon richtig gut überzeugt davon. Jetzt schauen wir mal, was das fertige Produkt kann. Ich bin mir allerdings jetzt nicht sicher, ob man mir jetzt den Speicherstand von der Demo übernehmen oder ob wir mir wieder von vorn anfangen. Das werden wir jetzt herausfinden, aber werden wir so und anders. Da spielen wir uns da schon durch, würde ich sagen. Zeigen wir es schon. Mal schauen. Ich habe von dem Spiel, also vom fertigen Produkt, außerhalb der Demo nichts gesehen. Ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe mich nicht irgendwie im Internet schon vorher irgendwie über irgendwas informiert, was Mechanik und so weiter angeht. Also ich gehe da komplett ins fertige Spiel, also jetzt quasi blind rein. Wie gesagt, alles was ich weiß, ist das, was ich aus der Demo gesehen habe. Und ich schätze mal, da wird sich das eine oder andere auch noch verändert haben. Ich probiere jetzt einfach mal. Tutto a posto. Was? Steht die Frage nicht. Ich kann nicht Spanisch oder Italienisch, keine Ahnung. Ragazzi, so ist gut, das freut mich, sehr schön. Was ich bis jetzt gesehen habe, schaut das zauberhaft aus. Ja, wie gesagt, wenn es mit dem mithalten kann, was wir in der Demo gesehen haben, dann wird das Spiel bombastisch. Also mir hat die Demo sehr, sehr gut gefallen. Absolute Bloodborne-Vibes gehabt. Und wenn das fertige Spiel den Standard oder dieses Niveau halten kann, dann glaube ich, haben wir da eine ganz zauberhafte Reise vor uns. Italienisch für passt schon. Ah, okay, ja, sehr schön. Klang aber auch, wenn du das bayerisch schreibst. Naja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ich bin gespannt drauf, ich hab Bock. Und es ist mal eine Abwechslung. Jetzt haben wir wirklich mal wieder ein Spiel, einen Core-Titel, der wo wirklich wieder mal ein wenig für Abwechslung sorgt. Weil in letzter Zeit war es sehr Final Fantasy-lastig. Mit Mario habe ich gewissermaßen selber so ein bisschen ins Klo gegriffen. Da hätte man ein wenig mehr erhofft gehabt. Es war jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt nicht dauerhaft was für einen Stream. Aber gut, über das muss drüber fallen. Aber mit Lies of P haben wir jetzt einen schöner Zweig, den wir mitgehen können. Und der Mike kommt mit 23 Leuten daher. Mike, vielen lieben Dank für deinen Raid. Grüß euch. Habe die Ehre, Sepp. What's up, Dale? Habe die Ehre, Mike. Hi, Yassi. Grüß euch. Alles fit bei euch. Mike, wie war dein Stream noch? Ich war bis vor 10 Minuten noch drin. Ungefähr. 10 Minuten, Viertelstunde. Wolfenstein schaut eigentlich, wenn es jetzt der Shooter war, der Wolfenstein war direkt was für mich, ne? Zweimal Basi. Tja, jetzt laufe ich, jetzt hast du das doppelte geschubste Vergnügen, Yassi. Sehr gut, der Fichterl ist eh schon im Schau. Der Shoutout ist eh schon im Chat. Oha, Raidverband. Savi, hab ich dir, Christi. Wie geht's da? Hab ich dir, Mike. Merci dir. Nein, schaut's bei Mike einmal vorbei, aber da haben jetzt eh alle von Mike umgekommen, also von daher glaube ich, es ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass da irgendwer im Chat ist, der wo einen Mike noch nicht kennt, aber falls doch, schau bei Mike drauf, laut ist der Boss-Spieler auf Twitch aktuell zwar ein wenig gehandicapt, aber ne? Draufluren und Herzaldrucker, Dankeschön. Ist schon ganz geil. Ja, also wie gesagt, das, was ich so gesehen habe, so auch von der Aufmachung her, von der Geschichte her, wie sie es gemacht haben, ist gar nicht, oder? Hätte was. Ne? Wie gesagt, wenn es halt kein Shooter nicht war. So, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich das nicht gespielt habe, wollte ich schon so lang. Ja, ich habe jetzt auf alle Fälle was zum Schauen. So, bei dir, ne? Also schaut schon, zum Schauen tue ich das schon, aber wie gesagt, das ist halt leider ein Shooter, das ist halt absolut nicht mein Ding, ne? Kartoffel-Aim und so, ne? Wifi habe ich dir, grüß Shooter ist halt schon, ja, genau.
Ich spiele lieber, ne, das da drüben halt, ne? So, wie hast du vorher fälschlicherweise bezeichnet als Souls-Profi? Ich weiß nicht, ob man mich als Profi bezeichnen kann. Ich glaube eher mehr, das ist mehr Dusel wie Verstand, vor allem bei neuen Spielen. Bei Sekiro okay, los einmal eingehen, aber sonst. So, ich pack mir schnell ein Backel Eis drauf. Der rennt die nicht, ne? Und mach langsam. Ich höre aber zu. Sehr schön. Als wenn der Chat schreien kann. Das war zauberhaft. Hat mir jetzt alle so im Chor einen Mike ins Ohr flüstern. Langsam. Achtung, Stufe. Irgendwie sowas. Na, Spaß. Gut, Freunde. Ich hab heute um 2:30 kurz ins Spiel geschaut, hab die Grafikeinstellungen gemacht und sonst habe ich nichts getan. Ne? Langsam rein, sonst kotzt du wieder. Ja, Sepp, genau das. So kann man es auch sagen. Ich habe, wie gesagt, nur die Spieleinstellungen gemacht, also V-Sync, Kacke. Müssen wir schauen, wie es jetzt im Stream läuft, ob das ruckelfrei vonstatten geht, aber normalerweise schon. Ja? Wenn nicht, bitte ganz laut schreien. Gibt nichts, was wir nicht in den Griff kriegen. Okay? Dann darf ich sagen, schauen wir uns das neue Souls-like-Abenteuer Lies of P einmal an. In seiner vollen Pracht. Ja? Darf ich mal sagen. Ich werde halt ungefähr bis 7:30 live sein. Ja? Weil ich hab das Glück, ich muss halt noch in die Nachtschicht. Ich schreie um mich bis zu dir. Sehr gut. Ja, du hast nicht so weit, das stimmt. Das kann ich vielleicht gerade noch hören, Mr. Price. Da haben sie nicht unrecht. So, jetzt machen wir da mal leise, auch wenn es recht chillig ist, aber das hilft einem mal nicht. Und dann werden wir mal da reingrätschen. So. Wegen der Kameraposition muss ich dann schauen, wo ich mein Legend hinschiebe. Da bin ich mir jetzt noch ehrlich gesagt nicht. Oh, das ruckelt. Ruckelt das? Nein, ruckelt nicht. Okay, hab mich täuscht. Nicht luckeln. Luckeln war unzauberhaft. Und bitte auch jetzt halt dann kurz Feedback geben, wo es an Ton angeht. Ja? Ob wir zu laut haben, ob wir zu leise haben. Ja? Können wir alles regeln. Ich muss nur wissen. Wenn keiner was schreit, dann gehe ich davon aus, es passt. So. Autospeicher hat schon mal, das ist gut. Ne? Weil I- und Autospeicherfunktion, das ist so eine Sache, ob das funktioniert oder nicht. So. Controller funktioniert also auch schon mal. Sehr zauberhaft. Jetzt schau mal, was da der Ausschlag sagt. Laut OBS sagt er, das ist in Ordnung. So, Freunde. Eine kleine Information für euch alle. Normalerweise habe ich die, also was heißt normalerweise? Ich habe die Erfahrung gemacht, die letzten 3 Jahre. Oder die letzten 2 Jahre. Die letzten 2 Jahre. Dass keiner wirklich spoilert und keiner Backseat Gaming betreibt. Falls ein Mod anwesend ist, Fichterli, du kannst es gerne als angepinnte Nachricht in den Chat hauen. Bitte holt euch mit Spoiler und mit Backseat Gaming bei dem Spiel bitte ganz zurück. Ich kenne das Spiel nicht. Bei Souls-like-Titeln oder bei Souls-Spielen bin ich da sehr, sehr pingelig und sehr, sehr penibel. Und ich werde da nicht davor zurückscheuen, Leute zum Timeouten oder gar zu bannen. Ja? Also bitte zurückhalten, wenn ich irgendwo Hilfe brauche, wenn ich irgendwo nicht zurechtkomme, dann sage ich es. Ja? Dann frage ich im Chat nach, wenn ich irgendwas wissen möchte. Aber bitte seid so gut, halt euch da zurück. Ich will nicht, dass ich da irgendjemanden auswerfen lassen muss. Okay? Weil meine Türsteher motzt die Hand dort. Gerade der Herbert, weiß nicht, ob er da ist, der wartet eigentlich eh schon weit drauf, dass er. Weiß er schon. Also bitte, Dankeschön. Man kann nicht spoilern, wenn man es nicht kennt. Ja, das ist natürlich ein Vorteil. Gut, so wie es ausschaut, übernehmen wir nicht unseren Spielstand. Das heißt, wir fangen von vorne an. Aber das ist dann auch fein. So, warum geht jetzt der Controller da nicht? Hallo? Hä? Lul? Ja, Moment einmal. Ah, man sollte halt schon ins Fenster reintappen, gell? Das war halt dann natürlich nicht verkehrt. Gut. Schauen wir mal. In honor of the great writer Carlo Collodi. Can you hear me? Das ist ein Zitronenfalter. Jetzt fällt's Zitronen. Meadows puppet. We need your help.
Okay, so wie ich das sehe, fangen wir mir genau da an, wo die Demo auch angefangen hat, in unserem Zug. Ne? So, gestarten. Wir sind scheinbar der Pinocchio. Ne? Will wir gerade noch mal wegen. Okay, du musst was Inventar zuhauen, kann ich noch nicht. Okay. Wie ist denn der Ton, Freunde der Sonne? Passt das? Und wie ist Spei? Lauft Spei flüssig? Ich hoffe doch. Wenn irgendwas ist, bitte schreien. There you are. I've been looking all over for you. Toll, wenn es nicht klappt. Moment einmal, ich schau mal, ob ich dein Ding... Ton ist gut, das ist zauberhaft. Ich hab das mal für die übernommen. Gut. So, jetzt halt. Ich darf vorschlagen, wir saufen uns erst einmal an. Da kann man was untersuchen. Oh, das ist ein Blutlache. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Aber der? Please come to Hotel Krot, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Monatslampe. Also 4 Wochenlampe hat es nicht gereicht, oder was? Nein, Schmarrn. So, was? Wähle den oberen Gürtel aus. Mit Gürtel-Item benutzen, rüste Items und Gesten am Gürtel aus, um sie zu verwenden. Ja, okay. Für Zusatz, dann rüste Gegenstände und Geste dazu. Ja, okay, das ist jetzt was. Aha, ja, okay. Links ist unser Inventar, da können wir relativ, das ist unser Schnellinventar quasi, okay. Ah ja, genau, und da kann ich dann. So, wie kann ich jetzt. Ah, indem ich weiter nach unten drücke, okay, ja gut, passt. Kenne ich mich schon aus. Let's get you out of there. Find something that might help. Kann ich eigentlich auch rennen? Oder? So, was haben wir jetzt? Das ist die Waffenauswahl, das weiß ich auch noch aus der Demo. But the streets are not safe. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. Okay, Pfad der Grille, Ausgewogenheit, Pfad des Bastards, Geschicklichkeit und Pfad des Sweepers ist Stärke. Also ich habe in der Demo am Pfad der Geschicklichkeit gespielt. Ich spiele generell, also wenn ich jetzt sowieso ein bisschen Revue passieren lasse, meine Soul-Spieler-Karriere, ich fange den ersten Run eigentlich immer mit einem Dex-Build an. Also Dexterity sprich Geschicklichkeit, ne? Und wir haben in der Demo auch Geschicklichkeit gespielt und ich bin damit eigentlich sehr, sehr gut zurechtgekommen. Also never change a running system. Für alle, die wo mit Souls-like-Spiele anfangen mengen, bleibt es bei dem, wo es einen klickt, ne? Pfad des Bastards, Geschicklichkeit möchtest du fortfahren. Ja, ich bitte darum. Brudi, du darfst deine Satzschüssel mehr ausrichten. Das haut noch nicht so gut. Ja, jetzt kann ich laufen. So. Okay, der haben wir erst einmal Piki machen. Okay, Schnellangriff. Okay, ja genau, so. Sprinten, okay. So kann man springen, okay. Blocken kann man da. Ja, das schaut ihm schon gut aus. Da gebe ich mir Mongschubel, okay. Da werden wir schleifen. Ja gut, haut schon hin, hätte ich gesagt. Jetzt müssen wir mit dem wie aus dem Zug rauskommen, da meine ich, oder? Hallo? Sicher, dass dieser Souls-like ist? Du bist 3 Minuten im Spiel und noch nicht gestorben, was man üblicherweise im Souls-Titel... Ja, die klassischen Souls-Spiele, die haben noch 3 Minuten am Boss, das stimmt, da hast du recht. Aber wo es noch nicht ist, kann ja noch sein. Spotty, habe die Ehre, grüß dich, wie geht's dir? So, das ist der Bahnhof, right? Also, was mir direkt auffällt im Vergleich zur Demo, es läuft deutlich flüssiger. So, den ersten Gegner haben wir schon, sechstes da.
Und soweit ich weiß, kann man auch backstabben. Aber die Meskalin, grüß dich, gut. Sägezaun. Kann man die Kisten kaputt machen, weiß ich gar nicht. Ich glaube aber nicht, oder? Nein. Kann zweimal antippen. Nein, einmal antippen. Und muss ich, wenn ich zweimal mache, ändert sich nichts. Okay. Ja gut. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Die maximale... Whatever. Pulszelle. Verwende eine Pulszelle, um LP wiederzuerlangen. Das sind Lebenspunkte. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Wenn du Feinde angreifst, während die Zelle entladen ist, wird die Pulszelle allmählich aufgeladen. Das ist eine Neuerung in dem Spiel. Quasi, wenn ich alle meine Pulszellen verbrauche, also sprich, das ist quasi das Pendant zum Estus Flakon aus Dark Souls, sprich mein Heiltrank. Ne? Und ich habe 3 jetzt am Anfang. Wenn ich alle verbraucht habe und ich da einen gewissen Damage verursacht habe auf den Gegner, dann regeneriert sie wieder eine. Das glaube ich, hat es so an und für sich in einem keinen Souls-Spiel nicht gegeben. Oder keinem Souls-like, so muss ich sagen. Wenn mich nicht alles täuscht. Da drüben ist Ergo-Fragment. Man müssen wir natürlich erst einmal schauen, was die ganzen Items alle können, was das bedeutet. Alles, werden wir alles herausfinden im Laufe der Zeit. Ich frage mich halt nur, seit wann ein Puppen blirken kann. Aber gut, wobei das ist mehr. Ich glaube, das ist eher Öl, was das da darstellen soll. Aber gut, mehr Blut und Splatter ist mehr gut. Aha. Der Bahnhofsmitarbeiter hat einen Schlüssel, toll. Hoffentlich fährt der nicht mit der Deutschen Bahn, weil sonst findet man den nie. Blocken. Wehre gegnerische Angriffe durch Blocken ab. Ein erfolgreiches Blocken reduziert den erlittenen Schaden, kostet aber Ausdauer. Der reduzierte Schaden wird in Blockregeneration übertragen. Blockregeneration sammelt sich an, nimmt aber mit der Zeit allmählich ab. Während Blockregeneration aktiv ist, kannst du Gegner angreifen, um Lebenspunkte wiederzuerlangen. Von Bloodborne übernommen. Wenn ein Block gelingt, kurz bevor du getroffen wirst, löst sich ein perfekter Block aus. Wenn ein perfekter Block erfolgreich ist, erhältst du keinen Schaden, nur Ausdauer wird verbraucht. Du kannst die perfekter Block verwenden, das ist ein bisschen ein komisches Deutsch, um die Waffe eines Feindes zu zerstören oder ihn in den Überwältigbar-Status zu versetzen. Okay, das ist quasi auch so ähnlich wie Sekiro dann praktisch. Ja, Sekiro ist ja rein auf Parrying aufgebaut. Ja, das ist schon wieder alle mit der Buffen, da glaube ich schon wieder. Probieren wir das einmal. Ja, das ist der normale Block. Ah genau, da geht oben nämlich die Lebensleisten wieder zurück bis zu einem gewissen Punkt. Das ist halt 1:1 wie von Bloodborne. Ah ja, da schau her. Aua. Thermit. Das müssen wir uns dann halt alles einmal durchlesen, was das alles macht. Warte mal, haben wir da Inventar, da Thermit. Eine Thermitbombe, die geworfen werden kann, verursacht Feuerschaden im Einschlagbereich. Nach dem Puppenwahn begannen die Menschen in ihrer Verzweiflung Widerstandswaffen herzustellen. Es wurden viele Wurfwaffen hergestellt, die gegen den anrückenden Feinden hervorragende Ergebnisse erzielten. Ah, da glaube ich war ja was, irgendwie sind Maschinenmonster oder Maschinengegner, wie auch immer, sind massiv gegen Feuer anfällig. Werden wir herausfinden. Das werden wir rausfinden müssen. Aber ich muss echt sagen, das Spiel läuft erstaunlich flüssig. Keine Ruckler bisher. Gut, wir haben ja noch nicht recht weit im Spiel drin, aber trotzdem. Und optisch kann es sich auch sein lassen erstmal, ne? Ich meine mich zu erinnern, dass es Backstabs in der Demo gegeben hat. Tödlicher Angriff von hinten, ja. Von hinten, Freunde der Sonne.
Todesstoß. Zauberhaft. Backstabs sind zauberhaft. Ich wollte mal einen perfekten Block ausprobieren, aber das hat nicht so funktioniert, wie wir das vorgestellt haben. Wobei, ich glaube, dass wir in der Demo auf den auch nicht wirklich Zugriff haben. Notiz eines Passagiers. Wenn jemand diese Notiz findet, verlassen Sie den Bahnhof und laufen Sie weg. Halte dich auf jeden Fall vom Warteraum fern. Ich sah, wie dort eine riesige Puppe Menschen zu Tode schlug. Ich habe die Tür verriegelt, aber ich weiß nicht, ob das helfen wird. Zumindest sollte es die Leute davon abhalten, willkürlich einzutreten. Ich werde bald sterben, deshalb will ich euch helfen, auch wenn es nicht viel ist. Bitte überlebt. Alle. Ja, in der Puppen-Apokalypse überleben, schwierig, Brudi. Ist wie in der Zombie-Apokalypse. Nur anders. So, ja, Sprint, das haben wir schon gelernt. Andi, habe die Ehre, grüß dich, gut. Wie geht's da? War schon lange nicht mehr gelesen. Wie dass du wieder reinschaust. So, eine am Bugel. Stiche verteilen ist zauberhaft. Wow, der kam unerwartet. Und dann oben, einer. Wollte halt einfach auch wie so ein nasser Sog. Übes Ergo-Fragment. Ich glaube, Ergo haben die Seelen, die wo man generieren kann. Ah, jetzt zeige ich gerade, da oben ist meine Kamera, da seht ihr meine Seelen gar nicht. Da ist das Kamera gerade ein bisschen suboptimal. Jetzt wird gerne mal wacht. Mit dann da einer Schirm. Ja, da ist ein bisschen mittig, meine ist, glaube ich, am besten, oder? Jetzt haben wir halt ohnehin nur im Tutorial, also sprich der Text da über mir, der wird dann wahrscheinlich mit der Zeit sowieso verschwinden. Aber das sollte dann eigentlich so passen. Ich los jetzt einfach mal so. Ja genau, da ist so der Fixiergerät. Überall in Krat gibt es Türen und Leitern, die durch Vorrichtungen verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen oder die Leitern hinuntergehen, um Abkürzungen zu schaffen. Stimmt, in jedem Abschnitt in dem Spiel, zumindest war es so in der Demo, hat man nach einer gewissen Distanz immer einen Shortcut öffnen können, was uns dann dazu verhilft, dass wir nicht den ganzen Weg wieder gehen müssen, wenn wir sterben. Das ist eine ziemlich coole Backtracking-Mechanik. Genau, und das ist ja der große Dicke, da meine haben wir in der Demo einmal gestorben. Glaube ich. Schauen wir mal, ob wir den hinkriegen. So, mit Waffenschleifer. Jetzt pass auf, ich muss mir jetzt da erst einmal schauen, wie. Er hat, glaube ich, 3 verschiedene Moves, die er macht. Einen so einen Wischer. Und einen Doppelten, glaube ich, oder? Wenn mir nicht alles täuscht. Erst einmal. Genau, das ist der Doppelte. Aua. Was ist eigentlich, wenn ich. Achso, ich habe jetzt ein Licht angeschaltet. Ja, perfekt. Weil es so finster ist, gell? Ah, das war der Doppelte, okay.
Überwältigbar. Hat's das in der Demo schon gegeben? Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. RT für einen Sturmangriff halten. Während du angreifst, erscheint ein weißer Umriss um den Lebenspunktebalken des Feindes. Wenn dies geschieht, kannst du beim Feind mit einem Sturmangriff oder mit Fabelkünsten oder Fabelkünsten überwältigt verursachen. Ach, tödlicher Angriff vor einem überwältigten Feind plus RB. Auf überwältigte Feinde können tödliche Angriffe ausgeführt werden. Ein erfolgreicher tödlicher Angriff kann schweren Schaden anrichten. Okay, das hat's in der Demo safe nicht gegeben. Also zumindest kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir das schon mal mit einer Puppen angestellt haben. Alles fit, Dankeschön und selbst. Ja, ich weiß sehr, entweder bin ich in der Hohen, wenn du gestreamt hast oder unterwegs. I'm sorry, Mr. Alter, du brauchst dich nicht entschuldigen, da war es direkt aus. Real Life und Berufsleben geht immer vor, aber ich freue mich trotzdem, dass du einer schaust. Danke dir. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Aufenthalt. Und Birgit habe ich dir, grüß dich gut. Mir geht's zauberhaft, ich hoffe dir auch. So, jetzt haben wir mal nicht den Schlüssel gefunden, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Jetzt müsste da jetzt eigentlich heißen, dass wir uns da jetzt die Tür aufmachen können, oder? Am I right? Jetzt werden wir erst einmal unsere Waffen nachschleifen. Das ist einmal das Wichtigste. Ah, schauen wir gar nicht so verkehrt aus. Freunde der Sonne, genießen wir mal kurz die Optik. Ne? Genießen wir mal kurz den Stadteingang von Krat. Ja. Definitiv. Wow, leck, ich hab sehr eine Bloodborne-Vibes gerade. Wurde ihnen aber geglaubt, ich soll weiter so machen, sowas ist mir schön zum Hören. Ja, vor allem von seinen Vorgesetzten. Das stimmt. Es ist immer schön, wenn der Vorgesetzte einmal mal ein wenig lobt. Hauptbahnhof Plaza von Krat. Stargazer aktivieren. Ja, genau. Kann ich mich auch noch erinnern dran. Stargazer activated. Warum sie das nicht übersetzt haben, das weiß ich nicht. Stargazer. Benutze einen Stargazer, um Lebenspunkte und... Stargazer Reiseführer. Um Lebenspunkte und Ausdauer vollständig wiederherzustellen, um deine Pulszellen aufzuladen. Freunde der Sonne, das ist im Endeffekt 1:1 das gleiche wie ein Leuchtfeuer aus Dark Souls, wie eine Buddha-Statue in Sekiro oder wie ein Gebetsschrein in Nioh. Ja, also das haben sie alle gemeinsam, das ist quasi unser Erholungsort, da wo wir alles wieder auffüllen können. Aufgemerkt, auch Gegner respawnen dann wieder. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Das auch. Ja? Denk daran, dass damit auch Feinde wiederbelebt werden, nicht nur dein Charakter. Das ist auch eine bekannte Mechanik der Souls-Reihe. Gut. Kann ich mich da aufhören? This is called a Stargazer. It's a Stargazer. A marvelous device the Stalkers used in the past. Puppet threshold exceeds danger estimates. Please reduce puppet numbers or reset danger parameters. As we are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment. Gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. Merci für den But the Birgit, nicht 2000 Stargazer's Schwimmer. strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Stufenaufstieg. Kann ich noch nicht? Und Lager benutzen. Achso, doch, das kann ich. Ach so, das rot hinterlegte ist, wo ich gerade... Jetzt hätte ich schon gemeint, hey, ich kann nicht Stufenaufstieg machen. Kein Stufenaufstieg? Okay, das ist auch eben etwas, was bei den Leuchtfeuer auch immer wieder... was man da immer wieder da kann. Man kann da seine Seelen, in dem Fall, in dem Spiel sind es Ergos, ich nenne es trotzdem Seelen, weil es für mich einfach leichter ist, kann man seine Seelen ausgeben und sich aufwerten. Jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt da... Wir haben ja ein Geschicklichkeitsbild, right? Das heißt, im Endeffekt... Ja genau, das sieht man jetzt halt rechts oben, dass unser Waffen nicht mitskaliert mit Stärke. Ist ja logisch, ne? Wir haben ja Geschicklichkeitswaffen. So, was haben wir? Maximale Ladung. Was ist das? Legion und Gewicht.
Das ist wahrscheinlich für unser Ausrüstungsgewicht, was wir tragen können. Also sprich, unsere Rüstung. Das ist Entschlossenheit. Ach, Entschlossenheit ist dann quasi sowas Ähnliches wie Magie. Das ist dann für unseren Legionsangriff. Okay. Technik ist dann quasi für uns wichtig. Das ist quasi unsere Geschicklichkeit. Und was ist der Fortschritt? Was boostet der? Das weiß kein Mensch. Okay, ja, perfekt. Vitalität ist klar. Vitalität ist klar, das ist unsere Gesundheit. Die werden wir auf alle Fälle skillen. Ja, gehen wir mal einen in Gesundheit und einen in Technik. Ja, das schaut uns wahrscheinlich nicht. Wie wird schon werden? So, was ist jetzt so Lager benutzen? Will ich schon ins Lager werfen. Jetzt ist halt die Frage, hat mein Lager ein Maximalinventar? Ja, da oben. Wir haben ein Ausrüstungsgewicht auch tatsächlich. Sieht man rechts oben. Ja, wir haben jetzt 27,5 von 61,2. Das ist quasi eine Gewichtsverteilung von 44%. Ich kann mir vorstellen, je schwerer oder je mehr wir im Inventar haben, umso schwerer der wir uns mit dem Ausweicher. Ja, also sprich, es gibt ja ein Low Roll, ein Mid Roll und ein Fat Roll. Das heißt im Endeffekt, wie schnell rollst du beim Ausweicher. Ja, wenn du ein Fat Roll hast, dann bist du ungefähr so träge wie eine Pfannkuchen im Mülleimer. Da kannst du gar nichts mehr ausweichen. Was wir eigentlich idealerweise wollen, ist ein Low Roll. Also eine schnelle Rolle, dass du ziemlich flink unterwegs bist. So, was haben wir jetzt da? Was ist denn ein Fabelkatalysator? Ein Katalysator, der die Fähigkeiten von Puppen ergänzt, lädt Fabel wieder schnell auf. Okay? Und da kann man... Aha, okay, das sind wie die Seelenfragmente aus Dark Souls. Trübes Ergo-Fragment. Ein Fragment von Ergo, einem geheimnisvollen Machtstein, der in Krat gefunden werden kann. Geppettos Puppe kann Ergo absorbieren und in Kraft verwandeln. Okay. Ja gut. Gehen wir aber dabei einmal so los. Ich glaube, das passt. So, jetzt werden holt wer einen Ringschirm, ist die Frage. Hey du, haben sie ein Ringschirm ist kaputt. Da kann ich mich noch erinnern, dass da ziemlich viele Gegner auf einmal gekommen sind. Da müssen wir ein bisschen Obacht geben. Ja genau, aber da hat nämlich Hund. Freunde, Hunde in Souls-like-Titel unflauschig, unzauberhaft. Nicht gut, nicht schön. Sitz. Fabelkünste. Was ist denn das schon wieder? Benutze Klingenfabelkünste. Y während des Blockens verwende Grifffabelkunst. Hat es in der Demo auch schon gegeben? Waffen haben unterschiedliche Klingen und Griffe, die jeweils ihre eigenen Fabelkunst haben. Fabelkünste verbrauchen Fabelslots und verschiedene Fabelkünste verwenden eine unterschiedliche Anzahl von Slots. Lade Fabelslots auf, indem du Feinde mit Waffen angreifst. Ah, ach, das sind die blauen Balken da. Okay, ja gut. Die blauen Balken unter meiner Ausdauerleiste ist das praktisch. Okay, ja gut. Also was mache ich jetzt, wenn ich block und drücke Dreieck, dann mache ich eine Grifffabelkunst und wenn ich jetzt... Dreieck wahrscheinlich, Y in meinem Fall. Und wenn ich nur Y drücke, mache ich eine Angriffsfabelkunst. Okay. Du bist jetzt nur Maschinendobermann oder was? Sitz, aber Afterstay. Okay. Krat-Times-Ausgabe 183. Die große Ausstellung von Krat ist verschoben worden. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Bürger der Stadt zu schützen, bis der Puppenwahn, der die Stadt kürzlich lahmgelegt hat, unter Kontrolle ist. Der Vorfall ereignete sich in der Rosa-Isabel-Straße und forderte Hunderte von Opfern. Während die Ursache noch unbekannt ist, steigen sowohl die Zahl der Verletzten als auch das Ausmaß der Schäden. Da sich die Krise noch hinzieht, kündigten die Werkstatt und die Firma Venigni, Krats größte Puppenfabrik, an, dass sie den Bürgern Hilfsgüter zur Verfügung stellen und alles tun würden, um die Situation zu entschärfen. Okay, eine Einsatzgruppe untersucht die Möglichkeit eines fatalen Verlusts des großen Bundes, also des Kontrollprotokolls für die Puppen der Werkstätten. Allerdings gibt es momentan noch keine schnelle Lösung und der Puppenbauern fordert weitere Opfer. Den Bürgern wurde empfohlen, zu ihrer Sicherheit in den Häusern zu bleiben, da sich die Stadt auf ein Wiederausbrechen der Versteinerungskrankheit vorbereitet. Ha! Corona 2.0. Trotzdem versuchen viele Bürgerinnen und Bürger, über den Hauptbahnhof von Krat zu fliehen, was wiederum das allgemeine Chaos noch verstärkt. Ja, tolle Wurst. Was haben wir jetzt? Ein Puppenwahn, eine Versteinerungskrankheit.
Zauberhafte Kombi. Nicht. Was? Wo? Schnauze, Paul. Ja, da steht auch einer mit seiner... was ist denn mit seinem Kerzenständer oder was hat denn der da in der Hand? Aha, Bruder, das hättest du aber jetzt so denkt, dass das so geht, gell? Mit deinem Kronleuchter. Okay, die Gegner kriegen jetzt auf alle Fälle spitz, wenn du einen Hopsen nimmst. Die kommen doch auch bestimmt wo hinten. Ne? Wisst ihr schon. Ja gut, war gegangen, aber ich hab mir ein wenig dort schon durchgestellt. Ja, easy, perfekt. Warten wir mal noch schlechter. Okay, da ist wieder so ein Shortcut. Müssen wir mal schauen. Ja, da steht wieder einer mit seiner Buffen umeinander. Jetzt haben wir dezente Stiche gefunden. Achso, und der spannt jetzt da, dass da was schief gelaufen ist, oder was? Oder nicht? Achso, den interessiert das gar nicht. Ja gut, okay. Ja, umso besser für uns. Umso besser für uns. Ey, kann man das da hinten ausblenden? Das ist tatsächlich ein bisschen störend. Anleitung aus. Ah! Ah, das war's nicht. Halt. Stellt Anleitungstext. Ja, die wir schon ein. Warte mal. Achso, das ist doch keiner mehr. Ja, okay, ich kann scheinbar das da enden nicht ausblenden. Ja, gut, okay. Vielleicht geht's auch noch von der Lore weg. Warum rennen die alle mit den Kerzenständer durch die Gegend? Schau, strange. Ich hab einen Degen und die haben einen Kerzenständer. Wow. Sitz. Aha. Und das Ergo-Ferment, okay. Warte mal, warten wir die von da reinkommen. Moment einmal. Da warten wir doch reinkommen, oder? Da war doch der Shortcut. Wie du nicht blöd. Wo haben wir denn mit den Shortcut gesehen? Der war doch da irgendwo, oder? Oder war das da oben? Ja, Moment einmal. Let me see. Wir hätten vielleicht schon mal testen sollen, ob man nicht da schon durchgehen kann. Ah, der war's nicht. Der war's nicht. Der war's nicht. Hä? Wo ist denn das gewesen? Ach, das war da oben, oder? Rechts aussehen. Moment. Oh.
Aha, ja, okay, dann müssen wir von der anderen Seite. Alles klar, okay. Ja, gut, ich wollte es ja gerade testen. Nicht, dass wir irgendetwas übersehen. Ja gut, dann müssen wir da weiter, dann hilft es eh nicht. Oh, leck, das ist ein dicker. Wutangriff. Einige Feinde werden rot und setzen einen starken Angriff ein, der Wutangriff genannt wird. Du kannst Wutangriffen nicht ausweichen oder dich durch Blocken vor ihnen schützen. Aber ein perfekter Block kann sie kontern. Ja, das möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht probieren. Ich sag das, wie es ist. Was hat jetzt er da überhaupt in der Hand? Ein Stahlträger oder was? Der schubst mir einfach. Und der ist rot. Warte mal, nicht, dass ich da irgendwo in eine Sackgasse renne und dann nicht mehr ausweichen kann. Geh du da mal mit, Charlie Brown. Oder wie auch immer du dich schimpfst. Hallo? Der trat wieder oben? Du bist da ein lustiger, oder? Warte mal, kann man den backstappen? Das war jetzt natürlich schon geil, wenn man den backstappen. Ja, nein, den kann man nicht backstappen. Der ist zu smart. Okay, man kann aber Spin-to-Win betreiben, rein theoretisch. Aber okay, das muss man merken, wenn der Gegner so weiß auflegt, dass ich dann einen starken Angriff mache, also einen sicheren. Zum Überwältigen quasi, ne? Cartman Habitäre, grüß dich gut. Wie geht's dir? Alles fluffig, flauschig bei dir. So, wie schauen wir da jetzt aus? Da ist wieder ein Gegner, den wo wir da anrotzen können. Und da ist wahrscheinlich, da ist hundertprozentig noch einer. Ja, das denken wir. Ich gesehen. Der hat doch gar keinen Kopf. LOL. Termit? Okay. Ja, mal umladen noch. Passt schon? Sehr schön, das freut mich zu hören. Ah, da ist noch ein Loot, sechs da. Fallangriff. RB oder RT beim Hinfallen. Geronimo! Ja, fast. Da ist noch einer. Okay, schaut ihm schon mal nicht so schlecht aus, wenn wir da betreiben wollen, oder? Jetzt sind wir da auf der anderen Seite von der... Geringes dringliches Reparaturwerkzeug. Was ist denn das schon wieder? Repariert sofort Waffenhaltbarkeit. Ein Notfallreparaturwerkzeug von Venigni stellt die Haltbarkeit der Waffe sofort wieder her. Ein Notfallreparaturwerkzeug, das Venigni zur Unterstützung der Stalker herstellte. Ich weiß nicht, ob man einen Stalker heutzutage unterstützen soll. Ich glaube eher nicht. Aber okay. Bedauerlicherweise wurde seine Produktionsstätte während der Besetzung durch die Marionetten zerstört, sodass es zu einem seltenen Gegenstand geworden ist. Okay? Bisschen Schulstress, aber sonst alles gut. Elternabende, Schulsachen kaufen, wie jedes Jahr. Ach du Scheiße. Ja. Dann hoffe ich, dass er da einen halbwegs angenehmen Feierabend bieten kann und du dich entspannt zurücklehnen und die Show genießen kannst. Schön, dass du da bist, auf alle Fälle. So, was ist jetzt da Phase?
Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt passt's auf. Wir haben da noch nicht alles gesehen. Ich glaube, da hinten hätten wir noch rechts gehen können. Jetzt passt's so. Ja, wir müssen uns schon ein wenig umschauen, ne? So ist es nicht. Ein bisschen umschauen, damit nichts passiert. Wie jetzt? Das ist umsonst. Was? Wo? Ach, das da oben ist Hotel Grad? Das schaut irgendwie aus wie Transsilvanien, ich weiß es auch nicht. Ach, das Fassel kann ich kaputt machen, ja, zauberhaft. Ja, okay, dann haben wir da alles. Soweit. Meine ich zumindest. So, da hinten war das Item, genau, dann geht's da weiter. Was an der Waffe halt irgendwie schon OP ist, du staggerst halt die Gegner komplett. Das ist nicht schon nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal, kann man einen Hund wirklich nicht backstabben? Das darf mich halt, das war halt schon geil, gell? Nein, kann man nicht, okay. Farbekatalysator, ja. Ja. Muss wieder, hätte am schon einen sagen können, so ist es nicht, aber was zu sehen. So, jetzt können wir da den Shortcut aufmachen. Also ich vermute mal, dass der Shortcut ist. Ah ja, genau, jetzt haben wir wieder da eromert. Okay, ja gut, da ist der große Marktplatz dahinter, oder? Ja genau, da ist der erste Stargazer gewesen da vorne. Perfekt, easy, dann haben wir da den Shortcut schon. Optimös. Ja, stimmt, da war der erste, ja richtig. Stimmt, da kommt der erste Boss. Stargazer activated. So, Stufenaufstieg. Wir haben 2 Aufstiege, das verteilen wir wieder wie folgt, so wie vorher. Ein bisschen an Gesundheit und ein bisschen an Damage, damit nichts passiert. So, was bist jetzt du für etwa? Hello there. Wandern dahinter. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Out here alone? You could use some help. Here's a festival gift for you. Now get yourself something useful. Hey, was hab ich jetzt für Geschenke gekriegt? Und jetzt bist du... So, Winterrapierklinge, das ist quasi das, was wir schon haben. Klinge des Großschwerts des Schicksals. Da kannst, okay, da kannst du jetzt nachträglich die ganzen Startwaffen holen. Für den Fall der Fälle, ja, falls wir umswitchen wollen. Elektroblitz, Schleifmittel, was ist denn das? Erfüllt vorübergehend Waffe mit Elektroblitz. Ein spezielles Schleifmittel, das durch das Mischen von Elektroblitz-Metallpulvern hergestellt wird. Erfüllt einer Waffe vorübergehend mit Elektroblitz. Kluge Stalker sind auf alles vorbereitet, was im Kampf auf sie zukommen könnte. Schleifwaffen bieten eine weitere Möglichkeit, das Blatt auf dem sich ständig verändernden Schlachtfeld zu verwenden. So, oder wie es ist, das nehmen wir jetzt einmal mit, weil ich vermute jetzt einfach mal, dass das da jetzt nicht umsonst zum Kaufen gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass Elektrizität der Schwachpunkt oder die Schwachstelle vom ersten Boss ist. Das könnte durchaus möglich sein. Jetzt müssen wir nur mal schauen, wie kann ich denn das... Ach, da kann ich es ablegen, weil wer braucht denn heutzutage so Lampen? Das ist aber völlig irrelevant.
Dann haben wir uns da das Elektroschleifmittel ein und dann haben wir noch irgendwas mit Feuer gefunden, meine ich, oder? Eine Termitbombe haben wir gefunden, genau. Die rüsten wir uns auch noch aus. Dann haben wir oben auf alle Fälle mal nur Teilung und unten können wir mal ein bisschen variieren, wenn es war. Da haben wir auch noch ein bisschen an Loot. Wir stellen Paradepuppen vor. Was? Hier erscheint eine fantastische Puppe, die die Parade bereichern wird. Der Parademeister. Ein einzigartiges Paradepuppenmodell aus der Werkstatt zur Feier der großen Ausstellung. Hallo, ich bin der Parademeister. Ich singe und marschiere gern mit dem Volk. Der Parademeister bietet folgende Funktionen. 16 fröhliche Lieder, fröhliches Lachen und 54 Paradesprüche. Paradetänze, um Kinder zu erfreuen. Die Kraft, 6 Männer auf den Schultern zu tragen. Dieser Parademeister wurde anlässlich der großen Ausstellung angefertigt. Überzeuge dich am Vorabend der bevorstehenden Ausstellung von seinem Charme. Ja, tolle Wurst! Ist doch super, dass der erste Boss so stark ist, dass er 6 Mana auf einmal dran kann. Perfekt! Ist genau das, was ich haben will. Ist genau das, was ich haben will. Nicht. Ja gut, schauen wir mal. Mehr wir sterben kann man nicht. Soll spielerweise. Jetzt der freundlich angelupfen können, so ist es nicht. Immer, dass er zintig ist. Okay, jetzt müssen wir erstmal nochmal Patterns lernen. Also ein bisschen. Okay, der ist auf alle Fälle am Belly verwundbar. Wischangriff. Dodge nach vorn mit Griff, okay. Dodge nach vorn mit Griff, passt, easy. Wischangriff, kannst theoretisch nach innen dodgen. Okay, Charge nach vorn mit Wischangriff. Schaut einem gut aus. Genau, Phase 2. Müssen wir uns nochmal anschauen, was er jetzt macht. Phase 1 ist total easy. Okay, verzögerter Schlag mit Backswing. Dreifach-Kombi. Der ist ein bisschen gefährlicher, okay. Der kommt ein wenig verzögert. Er holt da vor allem deutlich mehr aus jetzt. Steht auf alle Fälle unter Schock.
Oh. Ja, die zweite Phase ist ein bisschen trickier. Greedy werden. Ja, komm schon. Haben wir schon Gräser nicht geschlagen, so ist es nicht. Ah, das war zu bald. Perfekt. So, beim Ausweichen schon merkt, dass das zu bald wird. First try, bitch! Servus, Rappi. Na? Was macht die Kunst? Ja, easy. Ich sag, Freunde, da haben wir schon schlimmer nicht geschlagen, gell? So ist es nicht. Er war jetzt nicht. Na? Zweite Phase. Bisschen tricky. Was heißt tricky? Bisschen blöd mit den Schlägen, was er da macht, aber. Haben wir schon Schlimmeres gehabt. Aber cooler Boss. Und coole musikalische Untermalung. Muss man an der Stelle vielleicht auch dazu sagen. Hat einem schon passt. Perfekt. Oh, gerade Steakbraten. Gerade Steakbraten. Ja, dann wünsche ich dir jetzt schon mal einen guten. Steak ist immer zauberhaft. Bei uns gibt es noch ein Hühnchenschnitzel. Tatsächlich. Oh, was haben wir da? Und danke für die GGs an der Stelle. Hotel Krat, der größte Luxus, den Sie je erleben werden, gönnen Sie sich den Genuss eines unvergesslichen Tages. Ja, wenn ich Geld hab. One more thing I should mention. The hotel security excludes puppets like you. So you'll have to lie to get inside. Du wirst lügen müssen, um reinzukommen. You're a special puppet after all. Aha, okay. Ja, wir sind bekanntermaßen ja der Pinocchio, ne? Also, blöde Frage, wächst eigentlich mein Nosen, wenn ich dann lieg? Liegt da noch etwas? Drüber ist Ergo-Fragment, ja, perfekt. Auf der anderen Seite ist doch bestimmt auch noch etwas, oder? Der Pinocchio. Okay. Steckt der Mondstein. Wolle.
Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit. Astrid Lindgren. Mr. der Fight, Alter, das ist ein zauberhafter Hinweis. Merci dir für deinen Resub im 7. Monat. Weiterhin willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Merci dir. So, also es hat geheißen, wir sollen lügen. Welcome to the sanctuary of the Grand Covenant. Prove your identity. Who are you? Ja, ich bin halt dann offensichtlich... Also ich bin ja eigentlich ein Puppen, ich soll ja aber liegen, also bin ich halt ein Mensch. Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Haha. Welcome to Hotel Krat. Deine Federn reagieren. Ich habe auch eine Feder, die reagiert ab und zu. Ja, ist ja wurscht. Alles super, danke an der Nachfrage. Ich hoffe, bei euch ist auch alles gut und ab in den Lurk. Selbstverständlich, das freut mich, dass bei dir auch alles passt und schau mir merci für den Lurk und schön, dass du da bist. Lies of Pi oder Pi oder keine Ahnung. Sucht es euch aus. Es war quasi das Tutorial. Oh, Zwischensequenz. Ah, durchgespielt oder was? Credits. Ja, das ist quasi die Geschichte, wie die Puppen zum Leben erweckt werden, quasi, oder wie? Hat's in der Sequenz hat's in der Demo auch nicht gegeben. Schön, zauberhaft. Können wir mal feststellen, dass die musikalische Untermalung 11 von 10 ist? So, nächstes Spiel. Ja, easy. Hotel Krat. Morgendämmerung nach dem Regen. Oh, die hat Tipf. Freunde, die hat Tipf. Die sieht man zwar nicht, aber sie hat welche. Glaube ich. I'm so happy to see you. I am Sophia. Ah, das ist Sofa. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krat to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Stufenaufstieg. Ja, danke, Spey. Was kannst du eigentlich? Mal, bist du mir erklärt, wie man Stufenaufstieg... Wie das geht? Dabei bin ich schon 5 Stufen weiter, du Anfänger. Na gut, okay. Ich habe Ihnen vorher schon erklärt, man kann Stufen aufsteigen bei Stargazern, indem man Seelen, beziehungsweise unsere Ergos, die ihr rechts oben im Eck sehen solltet, ausgibt dafür. Ne? So. Mehr Damage, mehr gut und mehr Gesundheit ist... mehr gut. Die Bärfreudige... Look at Gemini.
weil jetzt ist halt die Frage, I think he's in shock. ist sie ein Puppen oder ein Mensch? Jenny is fine. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor, but perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait, take this pocket watch. Taschennuhr. Caught is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Schlauberger. Mondphasentaschenuhr. Ins Hotel oder zum letzten verwendeten Stargazer teleportieren. Eine Taschenuhr von Sophia. Die Kraft im Innern der Uhr bringt den Benutzer zum letzten Stargazer, den er besucht hat, oder zum Stargazer des Hotels. Eine Taschenuhr mit mystischer Kraft. Die Macht der Uhr dreht die Zeit zu dem Zeitpunkt zurück, als der Junge in bester Verfassung war. Ja, Moment, wait a minute. Das ist jetzt ja erst einmal schon mal ganz, ganz zauberhaft. Oh, aber was passiert denn da mit meinen angesammelten Seelen bis dato? Haben die weg oder bleiben die? Wenn die bleiben, ist das OP-Gegenstand. So, was haben wir jetzt da? Wir haben irgendeinen Ring. So, das ist ein Sammlerstück. Okay. I see what it is, man. Was haben wir da? Quarz. P-Organ, Fähigkeit, Aktivierungsteil. Aha, okay. Ja, danke fürs Gespräch. Hinten muss sitzen und präseln darf's nicht. Das passt dann schon. So, versteckter Mondstein. Verbessert normale Waffenklinge bis zu +3. Das weiß ich nur aus der Demo. Da können wir jetzt unsere Waffen quasi einmal aufwerten. Das ist einmal nicht schlecht. Beim Brotzeit für Arbeit herrichten, Eierkocher wollen, aber den Eierkocher nicht anschalten. Da glaube ich, wartet eine Zeit, bis das Ohr heiß ist. Ne? Vielleicht, weil, das war aber interessant gewesen, weil vielleicht hättest du dann irgendwann in 2 Stunden mal drauf geguckt. Weißt du, like a hen. You know what I mean? Just kidding. So. So, das ist jetzt quasi unser HUD. Ne? Das wissen wir aus der Demo noch. Ja? Das ist, ich frage mich, warum muss das so eine Bude sein? Ne? Das ist, da bin ich direkt geschockt als Souls-Spieler. Normalerweise bist du immer in irgendeiner so einem angranzten Eck oder in irgendeiner so einer angranzten Brederhütte im HUD und da einfach mal das luxuriöseste Hotel auf der ganzen Welt, so auf die Art. Gut, da erhintert kann er mich aus der Demo noch erinnern, die wertet unsere Waffen auf. Jetzt muss noch ganz was anderes. Das ist mir vorher eingefallen. Hat das Spiel eine deutsche Sprachausgabe? Also wir lassen es auf alle Fälle auf Englisch, aber nur dass ich es mal geschaut habe, aber scheinbar nicht. Ja, okay, gut. I heard about you from Japan. Eugene. To see you in person. Wow. You should take this. Geppetto left it with me. Ah, was? Was tut denn jetzt? Ah, stimmt, das ist der Haken. Stimmt, den haben wir in der Demo auch gekriegt. Legionswaffe. Die Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Legionwaffen können auf unterschiedlichste Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Venigni Handwerksmaschine vorgenommen werden. Die eigentliche Frage ist, kann ich den Zweihänder da haben? Walleck, schaut euch mal die Waffen an. Also nicht den Mini-Dolch da, das Buttermesser da, sondern das daneben. Holy fucking shit, was ist denn das bitte für ein Brecher? Da kann man der Birgit ihr Ohr mal herschneiden, wenn's war. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. Eugenie? I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. If any of your weapons need work, bring them to me. Ja, deswegen war ich da. Ich melde mich dann bei dir, passt. I know my way around a weapon. Want me to look at something? Ja, deswegen war ich da. Du hast den Brain auf, du wirst ein Tennis-Tipps sagen. So, Waffenverbesserung. Wenn du einen Mondstein hast, kann Eugenie dir helfen, die Klinge einer Waffe zu verbessern. Die Angriffskraft der Waffe wird erhöht, wenn du die Klinge verbesserst. Einige Klingen können nur mit einem speziellen Mondstein verbessert werden. Und ich hab gedacht, ich kann dann eine Pipi und Pixie entwickeln. Aber okay. Gut. Wir brauchen da einen Mondstein. Sehe ich das richtig? Wo sehe ich denn das?
Ach da, das Ergo, wir brauchen 200, wir haben 281 und wir brauchen einen versteckten Mondstein. Das haben wir. Ja, dann der wir mal da easy. Mehr Damage, mehr gut. So, Griff können wir auch ändern. Mit Hilfe von Eugenics Kurbeln kannst du Waffengriffe verändern. Die Eigenschaften jedes Griffs verbessern sich je nach den Standardfähigkeiten deines Charakters. Du kannst diese Eigenschaft und den Grad einmal mit einer Griffänderung verändern. Du kannst dies jederzeit mit einer ausgeglichenen Kurbel zurücksetzen. Ha? Ach, die Hand... Oh Gott, die Hand da... Ja, ist eh klar. Ich habe ja nur einen Griff. Das ist jetzt der da herunter. Der sagt mir jetzt quasi, was die Griffe für Auswirkungen haben. Genau, der schraubt Technik in T, dafür aber die Entschlossenheit nach unten. Okay, ja... Okay, I see. Okay, nice. Wieder da hinten haben wir noch mehr Waffen. Oh, da blinkt etwas. Ich hab's genau gesehen. Da blitzt etwas. Ich habe diesen Ort regelrecht organisiert, also nichts verstellen. Eugenie. Wow, das sind Mizis. Das ist ein Flauschnädel. Und Hundis. Hundis und Mizis. Das ist sauerhaft. Und die Mizi tut schlafen. Scheinbar. Ja, die Mizi müde, Mizi muss schlafen. Sehr gut. Sauerhaft. Die ist tierfreundlich. Gefällt mir. Gibt schon mal ein Plus. So, was gibt's da jetzt sonst noch? Aha, da geht's dann weiter, weil da ziehe ich meine Waffen. Okay, automatisch. Easy. Dann muss ich mich noch ein wenig um. Stimmt, an die alte jetzt, wo ich sage, kann ich mich auch noch erinnern. Unexpected guests. Antonia. We don't insist on reservations. I am Antonia, and this is my hotel. Welcome. Du, Toni, du schaust vielleicht immer gut aus. I knew from the moment we met that you're Geppetto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard, and he never came back. If he doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story, but I think it's better off with you. Please find that old man, and do take care of yourself out there. Jemandes Erinnerung. Kleidung anzeigen. Das schaut aber auch nicht schlecht aus. So, warte mal, wie ist jetzt... Ach, da ist meine Kleidung herum, oder was? Ah, nein, das hat meine... Okay, ja, das hat meine Legionswaffen. Da habe ich jetzt einmal einfach meine Faust und einmal halt den Speer, sag ich jetzt einmal. Accessoire habe ich noch keins. Tut das irgendwas an meinem Ausrüstungsgewicht? Nicht, ne? Das ist quasi meine Standardkleidung, Alltagskleidung, die lässig getragen werden kann. Sie ist durchdrungen von der freundlichen Wertschätzung eines Mitmenschen. Freizeitkleidung aus robustem Material. Der alte Mann befürchtete das seltenste aller Unglücke und war sehr gründlich bei der Wahl der Kleidung seines Sohnes. Die Uniform eines vornehmen und würdevollen Internats. Diese Kleidung wurde schon einmal getragen. Ja, tolle Wurst! Die Schuluniform eines berühmten Internats in Graz. Auf einer eleganten Brosche ist die Initiale M eingraviert. Ja, mehr schwarz, mehr gut. Wir tragen so lange schwarz, bis das selbst gibt, was dunkler ist. Ja, schau, das schaut gleich mal viel edel aus. Da liegt der Item, das mag ich haben. Beginn des Reiseführer der Sehenswürdigkeiten von Graz die erste. Die Attraktion dieses Monats, Hotel Graz. Das Hotel Graz ist eines der unheimlichsten und geheimnisvollsten Gebäude der Stadt. Toll, und wir haben da drin. Laut Überlieferungen ist das Hotel Graz eine abgelegene Burg, die von einem Aristokraten erbaut wurde, der einer Form des Okkultismus zugetan war und eine Offenbarung von einem leuchtenden Baum erhielt.
Das passt irgendwie zu den Politikern von den Grünen. Ich weiß auch nicht. Die, glaube ich, reden da regelmäßig mit BAM. Keine Ahnung. Eine Zeit lang wurde es als Nervenheilanstalt genutzt und einige Patienten berichteten, dass sie Halluzinationen hatten. Die Aufzeichnungen sind jedoch nicht mehr vorhanden, da sie alle bei einem großen Feuer zerstört wurden. Vor allem die Tatsache, dass es so weit unter der Erde liegt, verstärkt die Gerüchte. Manche sagen sogar, dass es mit einer unbekannten Hölle verbunden ist. Das erhöhte vor allem die Attraktivität des Hotels, gerade das im neuesten Stil renoviert wurde. Während sich die jüngsten Gerüchte über das Geisterhotel der großen Ausstellung verbreiten, wollen immer mehr Kunden tatsächlich in diesem Hotel übernachten. Als nächstes folgt ein Kommentar der Hotelbesitzerin Miss Antonia, das ist quasi die Oide. Ein Geisterhotel? Ich kann gar nicht sagen, wie oft ich das schon gehört habe, aber zum Glück sind unsere Hotelgäste mutig wie Löwen. Also alles kein Problem. Bewertung 4 von 5, schaurig und geheimnisvoll, das beste Ressort in Krat. Reporter Medoro, dieser Reiseführer wurde mit der Unterstützung der Firma Venigni, Freunden der Stadt, erstellt. Ja, zauberhaft. Ich sag ja Transsilvanien. Muss ja gerade mal einer auf mich hören. Okay. Was bist du daher, der Butler Sepp, oder was? Welcome to Hotel Der Krat. Polendina. My name is Polendina, butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. Alle? At Hotel Krat, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Krat. How may I be of service? Ach, das ist ein Händler? Ja gut, wir haben ein Broke. Wir können uns ungefähr gar nichts leisten. Okay, wir müssen erst wieder ein paar Puppen zusammenzipfen, damit wieder was geht. Okay. Ja gut. Perfekt. Da geht's dann weiter. Das ist Sophia, die kümmert sich um irgendeinen... Wie heißt der? Gemini? Ach, da geht's auch aus. Jetzt sollten wir es halt wissen, gell? Schauen wir uns herum noch um. Ja, vielleicht gibt's da auch noch etwas zum Sagen. Oh, kann man rauf mal? Ah, das gibt aber Abzug in der B-Noten, gell? Die Teilfreundlichkeit. Frage, wo ist der Dödel, beziehungsweise wo haben Tipf? Ah, das hätten wir besser machen können, gell? Für Spiel ab 16. Keuschheitsgürtel haben wir hoffentlich alle nicht mehr. Gut, okay, zu einer Verteidigung bei Kindern. Ne, okay, verständlich. Lass mal nochmal. Na, aber gerade noch. Lass mal gerade noch durchgehen. Fest verschlossen, okay. Ja, wahrscheinlich ist da das ganze Hotel noch fest verschlossen. Na gut, dann schauen wir mal, was weitergeht. Wir müssen mal auf irgendeinem Boulevard. Es gibt aber jetzt zwei Wege. Da geht's da aussitzen und oben aussitzen. Jetzt schauen wir mal, was da Phase ist. Okay, ich glaube, es geht oben aus und so weiter. Da, das meine ich mit der Teilfreundlichkeit. Da haben Tipf. Das ist Zauber. Wo ist denn der Seil, wenn man nochmal braucht? Da, Tipf. Wie gemeint. Oder wie gemorselt, in dem Fall. Viel Glück für alle Besucher, Ruhe für alle Reisenden, Glück für alle Freunde. Ja, okay, passt. Gut, schauen wir weiter. Das haben wir eh aktiviert da mal, oder? Beziehungsweise den Stargazer benutzen. Ja, okay. Genau, man kann sich da jetzt auch teleportieren. Du kannst dich von einem Stargazer zu einem anderen teleportieren. Du kannst nur zu denen reisen, die du aktiviert hast. Stargazer in Gebieten mit einem Ereignis werden mit einem Hinweis markiert. Haben wir jetzt logischerweise keins. Wir haben jetzt in Kapitel 1. Ja, Hotel Krat, so können wir jederzeit zurück. Das ist ganz unten und wir haben die zwei schon mal aktiviert. Der Hauptbahnhof und die Cerasani-Gasse. Also quasi die noch ein Boss. Okay. Ja gut. Machen wir mit da. Aber ich muss sagen, bisher gefällt mir sehr, sehr gut. Wie schaut es denn da bei euch aus? Was sagt es zu Lies of P? Bin ich bisher begeistert davon.
da schau her, da kommt man garantiert noch irgendwie auf. Da ist garantiert ein Tier vom Hotel, da wo man dann da rausgehen kann. 100%. Oh. Okay. Eingang Elysium Boulevard, bewölkter Morgen. Jo, definitiv bewölkt. Was, da kommst einfach von der Luxusbude da raus, also in der Luxusbude alles wie geschleckt und ohne dass du irgendwie vermuten darfst, dass was schief läuft und dann gehst du da raus und sagst, Diggis. Be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Aha, haben sie jetzt deinen Kabel-Defekt einmal behoben da. Das ist gut, dass die jetzt einmal halbwegs normale Stimme hat. Sehr gut. Interface geht bestimmt besser, aber sonst nettes Game. Optisch sehr stimmungsvoll. Atmosphäre kann das Spiel auf jeden Fall schon mal. Da tue ich mir jetzt einmal nichts weg. Ich glaube, ich soll da nicht in den Scheinwerfer reinlaufen. Das will ich nicht. Dann laufe ich lieber mal außen rum. Kommen wir da durch? Kommen wir nicht, okay. Dann wir da den Stargazer da aktivieren. Okay. Oh nein. Gut, das zahlen wir der Frau Bazi jetzt ein bisschen nicht. So, erst einmal einen Durchfuhr hinter den Arsch rennen. Ach, du merkst es, ja, perfekt. Wurfzelle. Sternfragment. Sternfragmente durchqueren die Dimensionen und erfüllen menschliche Wünsche. Perfekt. Ich wünsche mir einen Lottogewinn. Einen Hauer. Bitte, Dankeschön. Das ist ja schon mal, der steht nur mehr auf. Da ist ein Lore. Ja, stimmt, da ist die Lore gewesen, ja genau. Ja, die sind halt jetzt, das ist halt jetzt einfach basically nochmal die Demo, was wir jetzt so gespielt haben. Oder was wir jetzt so aktuell dran haben. Mhm. Elysian Boulevard was a regular rich people row. You wanted fancy boutiques and shops. No place better. But that was long ago. Before the puppet frenzy. Ich wollte gerade sagen, ich glaube kaum, dass es da noch irgendeine Boutique oder irgendeinen Laden gibt, der wo da was verkauft. Oh hey. Ah, seht ihr, es ist nämlich auf der rechten Seite, ist nämlich jetzt die Erklärung von der Steuerung ausblendet. Das war quasi nur im Tutorial, bis wir den ersten Boss gemacht haben. Und da ist wieder der Shortcut, den wir von der anderen Seite aufmachen müssen. Alles klar. Es ist gerade jetzt das erinnert mich halt so unfassbar stark an Jana. Also quasi der Schauspielort von Bloodborne, sozusagen. Ich sag schon, wir müssen mal irgendwann Bloodborne im Stream spielen, da kommen wir nicht drum rum, das habe ich schon gemerkt. Oh, das findet jetzt aber unsauberhaft, wenn... Oh ja, der Hund kann einen Backflip! Aber... Mit deiner Drecksbuchsen da dahinter.
Legionsmagazin. Okay. Ich habe halt überhaupt keinen blassen Dunst, was die Dinge alle machen. Was ist denn jetzt das schon wieder? Was ist denn das? Attributswiderstandsampulle. Eine spezielle Ampulle, die Attributswiderstände einer Puppe erhöht. Bei Verwendung erhöht sie die Widerstandsfähigkeit gegen Überhitzung, Elektroschock, Verfall und Verderbnis. Okay, das bufft uns quasi kurzzeitig. Was ist eine Legionladung? Eine Polymerfüllung, die spezifische Fähigkeit einer Legionswaffe aktiviert. Sie kann in eine Legionswaffe implantiert werden, um Legion schnell aufzuladen. Okay. Zauberhaft, I guess. Oh, Kiste. Lader F150 Rahmen. What is this? Ein Lader. Jetzt habe ich einen Lader gefunden. Perfekt. Die Dinger gehen ja nicht kaputt. Ach, das ist ein Ring. Ach, da schau her. Verteidigungsteile. Jetzt, ach, da haben wir schon 2. Lol. Jetzt pass auf. Der Lader, der erhöht unsere physische Schadensreduktionsraten, also sprich den eingehenden Damage, den wir mir kriegen. Um 8,49. Holy shit! Aber gut, der erhöht uns aber auch unser Ausrüstungsgewicht, gell? Jetzt pass auf, wie wir... Ah, da haben wir noch nichts gefunden. Okay, ja gut. Haben wir noch Mineral? Ah, das schaut mich nicht so an. Oder täuscht das? Also, wenn ich den nur mitnehme. Okay, das hat täuscht. Das ist noch genau das gleiche. Dann können wir den ausrüsten. Okay. Ja gut, perfekt. Easy. Ja, wir müssen halt dann auch erst einmal schauen, wie das alles miteinander skaliert und wie man da am besten ausrüstet. Das werden wir alles im Laufe dieses Spiels lernen. Okay. Oh, hi. Gemini's Notfallschutz. Hast du mir aufhören, da mit deiner Dreckskanone da umeinander zu schießen? Für was mir das Sägezahnrad gut ist? Ah, lass mir erst einmal die Leute noch. Hallo? Hallo? Ah. Okay, Shortcut haben wir schon mal. Da kann ich mich erinnern, da kommt jetzt gleich richtig dicker raus. Ja, genau. Aber die kannst eigentlich easy outplayen. Ja genau, ich sag's und wir halt einfach gnadenlos ins Maul drauf, oder? Mich würde es mal interessieren, ob man Gegner auch irgendwie von der Rampe schubsen kann. Ich glaube, der steht nicht mehr auf. Legionsmagazin und Sternfragment, okay. Ja, cool. I like.
Ah, der ganzen Geschichte traue ich aber jetzt da nicht, gell? Obwohl es da auf den ersten Blick einmal ein wenig ruhiger ist. Aber da müssen wir uns einmal vorsichtig rantasten. Da meine ich, da hat's. Aha, sechs ist da. Haben wir nämlich schon. Der steht nicht allein, das kannst du vergessen. Da hinter der Kiste sitzt garantiert jemand und da ums Eck klurt mit Sicherheit auch noch einer. Das ist so typisch. Das war so typisch für so Soul-Spiele. So, sechs, was sag ich denn? Dass da hinter einer liegt. Das darf mich nicht wundern, wenn an der Kiste da auch noch jemand hockt. Ja, okay. Freunde der Sonne, da müsst ihr schon ein wenig mehr einfallen lassen, weil so schnell kriegt es mich da nicht. Okay. Stimmt, da noch hat irgend so ein Ding, was auch immer das ist, also so ein Stacheldraht, Stecker in der Hand. Oder Lanzen, sag ich jetzt einfach mal. Birsten. Ich denke nicht. Aber das war da auf die. Also ich mein, Elektroblitzschleifmittel, sehr gut. Ich mein, sterben ist okay, aber runterfallen blöd. Das war da nicht so cool finden. So, da ist eine Leiter, die führt ganz nach unten. Okay. Das genau denkt, dass einer da steht. Ein scharfes Rohr. Was ist das? Ein scharfkantiges Rohr, das geworfen werden kann. Es durchdringt den Feind und fügt ihm durch Bohren einen Schaden zu. Manche Wurfwaffen haben allein schon eine große Zerstörungskraft. In Verbindung mit der Kraft der Puppen bedarf es keiner weiteren Worte. Was ist jetzt das? Ein Sonderer, das in gerade häufig zu sehen ist. Es kann geworfen werden, um die auf... Ach so! Das sind quasi die Steine, zum Beispiel aus Bloodborne oder die Seelenreste, die wo du werfen kannst, damit du Feinde anlockst. Okay, nice. Was ist diese Wurfzelle? Ja gut, das ist nur wieder Elektroblitz Schaden verursacht. Okay, ja gut. Ja, man muss ja nur mal wissen, was Phase ist. Schauen wir mal da oben entlang. Oh, hi. Ah, ich glaube, da ist es weitergegangen. Dann gehen wir erst da oben. Mit Stil. Steckt der Mondstein, den brauchen wir zum Aufwerten, das ist gut. Haben wir da einen Shortcut? Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir Hand. Da hinten müsste der Stargazer sein, oder? Wait a minute. Ja, okay, da hinten ist der Stargazer. Da haben wir den Shortcut mit der Lorte, wir haben da oben eingegangen. Okay, passt. Perfekt, easy. Dann können wir quasi jetzt zukünftig, wenn wir sterben, Daten einfach da durchrennen. Das nehmen wir doch mit. Gut, das heißt aber auch, dass da oben weitergeht. Okay. Ich sag schon, umschauen in dem Spiel lohnt sich auf jeden Fall. Gut, brauchen wir nicht reden. Ich werde mit Sicherheit einmal das eine oder andere übersehen. Da tun wir nichts weg. Aber gut.
So, noch irgendwas? Ah. Au! Du grintiges Arschloch da drum. Müssen wir mal bei dem aus der Schusslinie kommen. Wieder an deinem Aim arbeiten wir aber noch mal, gell? Jetzt kriege ich gerade leichten Stress. Sauber zu viele Gegner. So, die eigentliche Frage ist, wie können wir jetzt da auf das Dach laufen? Ah, über die Laternen, ja, perfekt. Das war auf alle Fälle ein bisschen aufschauen, weil wir aktuell keine Heilung mehr haben. Also, du bist doch cool da herum, okay, mit deiner scheiß Elektropumpen. Schnauze. Oder was, aber jetzt massiv berghoch gegangen. Okay, von da bin ich aufgekommen. Passt. Perfekt. Oh. Brief eines gefrorenen Mannes. Meine Luise, Charlotte, meine Luise, Charlotte, mein Schatz, ich kann nichts hören. Ich glaube, die Straßen sind bereits tot, nur noch Stille. Vermutlich bin auch ich bald nur noch ein versteinerter Leichnam. Ich kann mich noch erinnern, der Klang deiner Singstimme und der Anblick einer in Bilderbüchern vertieften Charlotte. Ich vermisse das alles. Das Beste, das ich zu Lebzeiten getan habe, war, dich und Charlotte zum Schutz in die Kathedrale zu schicken. Gedenken. Ich wünschte, dieser Albtraum wäre endlich vorbei, wenn du und das Kind doch nur zurückkommen könnten. Aber das ist jetzt wohl unmöglich. Ich liebe euch, Luise. Ich bete, dass ihr dort in Sicherheit seid. Okay. Let's pray. Stimmt, da ist der große Dicke. Muss mir raten, dabei von da. Ja, genau, da war ich von da oben von dem Dach runtergefallen. Perfekt. Haben wir ihn outplayed. Ja, das ist jetzt unzauberhaft. Wir haben ja nur eine Heilung und da ist ein Dicker und da hinten war ein Stargazer. Lass mir raten, da können wir aber nicht so ohne weiteres drohen. Müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir den irgendwie so hops nehmen. Keine Ahnung. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Die werden irgendwie oben größer. So reif auffällt. Jetzt machen wir auch wieder ein bisschen Schaden. War fast ein bisschen zu greedy, was ich da jetzt da habe.
Gott, Geduld ist die Mutter der Porzellankiste. Der braucht zwar 3 Stunden, bis das der am Arsch ist, aber... Wir kriegen ihn down. War nicht. Ups. Das nächste Mal, wenn er den Sprung Angriff macht, möchte ich mir was probieren. Okay, da hätten wir sogar die Zeit. Wenn die der Stargeiser ist, abgesehen davon. Geht so leicht aus. Also mit einem schweren Angriff treffe. Easy. Gut, dauert ein wenig, aber... Hauptsache er ist da. Lebensamulett. Das erhöht unser Gewicht. Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann, für die Bewegung nützlicher... Was? Für die Bewegung nützliche Informationen und Erinnerungen können in das Symbol eingeprägt werden, um besondere Kräfte hervorzurufen. Schon das geringste Blinzeln reicht aus, um eine Puppe zu bewegen. Puppen haben kein Leben, aber es reicht, um sie zu bewegen. Ja, und was bringt mir das jetzt, wenn ich das... Erhöht maximale Lebenspunkte. Okay, ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Mehr Leben ist immer gut. Zumindest haben wir da schon mal einen Stargeiser, das ist gut für uns. So, mit Gemini reden. Hey, warum kann ich jetzt da nicht aufwerten? I'm Gemini, your friendly puppet guide. Or friendly guide puppet? I don't know, one of those. I'm also a friend of Sophia's. Last time I woke up, Sophia was there because she woke me up. But I'm sure there are still other memories in there. Sorry. Must be the shock. Bear with me, and I'll do my best to guide you. Okay, der Gemini ist auf alle Fälle zauberhaft. Also warum kann ich jetzt da nicht aufwerten, ist die Frage. Da muss man quasi dann immer zu dem im Hotel. Werden wir rausfinden. Was werden wir rausfinden? So, Fall. Wie schaut's aus? Stargazer benutzen. Ach, das muss ich bei ihr durch? I'll use my power to help you. Ah, Zofall hilft uns beim Aufsteigen. Okay. Damit haben wir bisher ganz gut gefahren. Das machen wir jetzt einmal so. Das Ergo über Monatslampe. Ja gut. Ah, jetzt haben wir im 2. Ist das Kapitel 2 oder einfach Welt 2? Gut, werden wir herausfinden. Wahrscheinlich Welt 2, weil ist ja ein anderer Teil von der Stadt, wo wir jetzt quasi haben. Okay. Passt, perfekt. Im Haus auf dem Elysium Boulevard.
Da ist wieder unser Händler Sepp. Oder mal einen Aufzug. Der steht massivst unter Strom. Aber der war ja. Was fit bei dir? Why, hello! I didn't know anyone was alive out here. Hey, du bist doch der gleiche Charlie, der bei uns vorher I schon know drauf what war. you're thinking, but I'm not a burglar. I'm just crashing in an abandoned house for a while. Don't worry, I won't cause any trouble. We survivors need to look out for each other. For your information, I didn't steal this. Okay, was haben wir da alles? Sie gibt Geminis eiserner Schutz, beschützt vorübergehend das aktuelle Ergo selbst im Tod. Okay. Brauchen wir nicht. Beschützt bei Treffer vorübergehend das Todesergo. Ja, okay, wait a minute. Das heißt praktisch, da gibt es 2 Items, die wo meine Seelen schützen. Das heißt, mit das hier, das quasi dafür sorgt, dass mein Ergo oder meine Seelen nicht verloren gehen, wenn ich stirb. Und das da schützt meine Seelen, wenn ich schon gestorben bin, dass sie nicht verloren gehen, wenn ich wieder stirb. Okay, interessante Info. Was haben wir da? Elektroblitz-Kanister. Hasta la vista, Softman-Kanister. Jetzt bist du deppert. Attributswiderstandsampulle, die haben wir schon gefunden. Was ist jetzt das? Ein Elektrokanister, der auf kurze Distanz geworfen werden kann. Erzeugt dort, wo er landet, einen Elektroblitzbereich. Die Gradkatastrophe steigerte die Kampferfahrung der Werkstatt drastisch. Sie produzierte einen ständigen Strom von Kampferfindungen, von denen einige in den Händen von Schwarzmarkthändlern verschwanden. Stehst gerade noch beim Einkaufen. Dann lass dich nicht ärgern. So, was kostet jetzt das 3? Das nehme ich jetzt auch mal mit. Weil warum nicht? Mal so ein bisschen was werfen können, ist glaube ich nie verkehrt. Gerade weil ich vorher gesehen habe, wie viel Damage das dieses Termit gemacht hat auf dem Boss. Das war ja richtig geisteskrank. So, der Aufzug ist auf alle Fälle erstmal locked. Beziehungsweise gehe ich einfach mal davor aus. Ja, das wird was haben wir nicht mal, was passiert. Okay. Freunde, ich mache jetzt schnell eine kurze Pinkelpause. Ne? Ich bin in 2 oder 3 Minuten. Was? Backsteine werfen soll effektiv sein und die Highlander habe ich direkt. Ja, mit Ziegelsteinen werfen, das soll ja auch effektiv helfen. Vor allem gegen menschliche Wesen. Ja? Ob es gegen Eisenpuppen was hilft, das weiß ich nicht, aber grundsätzlich gebe ich da auf alle Fälle schon mal recht, dass das so ist. So, Freunde, ich mache jetzt schnell ganz kurze Pause. Von 2 oder 3 Minuten. Ich gehe schnell kurz zum Bieseln. Ihr könnt euch dabei was zum Trinken holen oder was zum Knabbern oder selber schnell kurz aufs Klo gehen. Ich bin gleich wieder da, wir tun noch ein bisschen weiter. Ja? Ich habe richtig Bock auf die Spiel, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch taugt es auch soweit. Hat mich bisher nicht enttäuscht. Also das Warten auf die Spiel hat sich gelohnt. Ja? Also bin ich richtig gespannt, was Neues kommt. Das ist jetzt noch immer Zeug von der Demo. Ja, das haben wir in der Demo schon gespielt. Aber trotzdem, ja? I'm hooked. Und ich hoffe ja auch. So, bin gleich wieder da. Bis gleich.
So. Bin wieder da. Gut. Bin noch mal überlegen, ob ich jetzt nur tanken fahre oder auch noch als Auto wasche. Also, ich hab mir sagen lassen, es wird regnet, angeblich. Bei uns hat es halt so, tatsächlich sogar schon geregnet. Also, ich glaube, das Autowaschen da wir dabei noch sparen. Die Flauschknödel sind schon super. Ja. Haben wir jetzt einmal aktiv ins Overlay mit eingebunden, wenn ich schon in Pause gehe. Aber gefällt mir, dass der gefällt. So, wir machen da weiter. Ist der große. Schaut mal, der große, dicke, fette Gegner von gerade eben, der respawnt nicht. Bei uns war ein schönes Wetter mit viel Sonne. Ja, bei uns auch überwiegend. Nur wie ich mittags nach dem Aufstehen einkaufen gefahren bin, weil ich über Nachtschicht, hat es richtig geregnet. Haben wir so Viertelstunde, 20 Minuten. Also da ist so richtig der Träger runtergekommen. Jetzt aktuell ist es auch wieder schönes Wetter. Aber. Ja, okay, Brudi, Moment einmal. Ja, ist okay. Ist fein. Irgendwann müssen wir mal einen dreckigen Tod sterben. Ist eh klar. Ich hab mir schon gedacht, ich hab mir gerade, wie ich den anderen Angriff hab, da mit seiner Buffen hab, ist mir eingefallen, dass da um sich gar noch einer steht. Das weiß ich noch von der Demo. Aber hey! Ist ja nicht dramatisch. So, du mit deiner Plänen Lanzen da dahinter. Ja. Also bei euch in Oberbayern. Ja, nein, wie gesagt, er meint ja eigentlich, also bei uns zumindest, hat er letzte Woche schon gesagt, hey Leute, ab Dienstag wird's arschkalt und es soll regnen. Ja, von dem merke ich jetzt aber herzlich wenig. Mann, da mir nichts weg, ich bin ein Verfechter, oder was heißt, ich bin ein Sommerkind. Ich find's cool, wenn's warm ist und wenn's schön ist, aber ganz ehrlich, jetzt aktuell. Schon wieder einer mit so einer scheiß Drecks-Elektrobomben. Aber jetzt momentan freue ich mich eigentlich schon langsam drauf, wenn es einmal draußen kühler wird und wenn sich das Gammel wieder langsam einmal ein wenig einstellt, ja, damit man einfach einmal in Ruhe in der Bude sitzen kann. So. So, da werden wir uns dann da unten gleich noch umschauen. Weiß ich auch noch von der Demo, die sollte man kaputt machen, weil da gibt's Loot. Dimensionaler Schmetterling. In manchen Teilen von Krat erscheint gelegentlich ein dimensionaler Schmetterling. Monats Lampe kann den Schmetterling aufspüren und leuchtet rot auf, um auf seinen Aufenthaltsort hinzuweisen. Sobald man sich in der Nähe des versteckten Schmetterlings befindet, erscheint er. Nach gewisser Zeit verschwindet der Schmetterling in eine andere Dimension. Töte ihn, um nützliche Materialien zu erhalten. Ach, deswegen ist die Lampen. Ja, dann rüsten wir uns die wieder aus. Ich habe eigentlich gedacht, die ist eigentlich nur dafür da, damit wir im finsteren Licht haben. Aber gut. Da schau hier, da hängt auch einer dran. Warte mal, wir lösen wir den einmal. Da pass auf. In der Hoffnung, jetzt da nicht oben zum Fallen, aber früher oder später greizt uns der sowieso. Ich wollte jetzt testen, ob das Spiel pausiert, wenn man ins Menü geht. Tut es nicht. Das ist gut zu wissen. Das habe ich jetzt leider nicht lesen können. Schade. Ich glaube, dass da hinten dann weitergegangen ist. Also gehen wir erstmal nach unten. Da ist ein dicker, okay. Kannst du mich da bitte rauslassen? Hallo? Hallo? Du blöde Sau, du blöde. Sperrt mich einfach da in die Kisten ein. Was seh's mit der erst? Schon wieder. Jetzt sperrt er mich schon wieder ein. Du blöde Mistsau.
Okay, der hat mir jetzt zweimal Vollgas in den Decken drängt. Okay. Das ist ja so ein bisschen semi-optimal da gerade. Also ich meine, wir kriegen einen Down, aber den Schaden, was wir jetzt für ihn gekriegt haben, war jetzt nicht unbedingt gut. Oh Gott. Also, da wir den gemacht haben, der hat sich rentiert. Zumindest, was den Schaden angeht, oder sich rentiert. Holy shit, der hat uns jetzt ein bisschen zu viel gekostet. Wie wahrscheinlich ein Item, was absolut unrelevant ist. Leuchtendes Ergo-Fragment, okay. Da ist A-Lord dann. Oh, reden. Okay, Frage, wird dieser Quest oder ist das jetzt einfach nur random Gelaber von irgendeinem NPC? Der war nicht schlecht. Das ist gerade absolut nicht gut. Okay. Wir laufen einen Haufen Gegner rum. Standard-Isolierungskonverter. Was haben wir da? Ah, das ist das da. Das bufft uns generell. Nehmen wir mal. Nehmen wir mal mit und schauen wir mal, ob wir noch ein Min- oder Fetroll haben. Schaut aber noch immer gut aus. Das ist zauberhaft. Ja, dann hat sich das zumindest schon mal gelohnt. Jetzt müssen wir mal schauen. Vielleicht überleben wir das jetzt halt in der Zeit, wo wir uns da rundum schauen, weil da müssen wir noch nicht sowieso zum Stargazer zurück, weil mit 0 Heilung durch Gegend zum Rennen ist halt eher semi-geil. Da haben wieder 3 Gegner und ich hab eigentlich fast keine Hilfe mehr. Wobei der andere hinten sitzt. Okay, easy. Okay, jetzt hätte ich vielleicht doch gerade an jedem Fenster, wo es leicht kann man ein Gespräch führen. So, mein Video einziehen ohne Spielsound. Guter Hinweis. Jetzt normal nimmer. Okay, da hinten ist dieser dicker oder ist dieser dünner?
Wenn man schon die ganze Zeit entweder schwimmt die Twitch-App oder meine Kopfhörer. Ja, in dem Fall war es ich selber, ich habe den Ton nicht wieder eingeschaltet. Ah, freilich, renn da durch. Perfekt, du kannst jetzt. Wieder versteckter Mondstein? Jetzt die Nischen da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Okay. Aber ich glaube, dass wir da ja unten dann schon hübsch alles haben. Müssen wir nochmal da oben entlang gehen, weil da geht es bestimmt auch noch irgendwo hin. Okay, da ist gesperrt. Okay. Okay, da ist so mal kein Lotter nicht. Ach, da ist eine, jo, da. Ah, perfekt. Dann können wir... Ah, ja, nice. Dann können wir da raus. Ja, perfekt. Dann haben wir jetzt quasi einmal um das Hotelgebäude rumgegangen. Oder was auch immer das für ein Gebäude ist. Keine Ahnung. Ja, perfekt. Dann gehe aber ich jetzt erstmal zurück zum Stargazer und heil mich. Weil, ganz ehrlich, so brauche ich da jetzt nicht rumrennen. Das brauche ich mir nicht antun. Einmal kurz erholen. Nehmen wir nochmal von vorne. Da wird's leichter. Wir ignorieren da oben. Aber gleich weiter ins nächste Gebäude. Irgendwas ist da unflauschig. Ah, da ist wieder so ein Fetter, okay. Stimmt, das war die Quest aus der Demo. This must be your first time in the petrification disease quarantine zone. For most people, this is their last stop. You are a good Samaritan for coming all the way here. I'm one. May I ask you a favor? My family took my baby from me and sent me here. They said it was for my own good, but it was heartless just the same. A baby must be with its mother. Please go to Krat City Hall and bring me my baby. Hey, Mama. Thank you so much, kind one. I can finally see my sweet Elena's face again. Please hurry. Hard scales spreading across my eyes. Before I lose my sight, please. She said the baby was at City Hall. Should we check it out? I hope everybody's safe. Die Quest hat, das war die einzigste Quest, die es in der Demo gegeben hat. Die haben wir auch gemacht. Ich glaube, ich kann mich sogar noch erinnern, bei was für einem Gegner dass das zum Finden ist. Es war recht ein großer. So, der war in der Demo ein wenig unflauschig, den haben wir 2 oder 3 Mal probieren müssen.
Der ist ja jetzt wieder unflauschig. Ja, perfekt. Aber das in dem Spiel, wenn du den einmal legst, dann respawnt der nicht mehr. So, Charlie Brown, wie schaut's aus? Okay, der war Mist. Den hab ich absolut nicht kommen sehen. Ah, der ist ja brutal tinky. Ja gut, und den werden wir jetzt wahrscheinlich sterben. Ja, wir werden da sterben. Aber das ist fein. Das ist fein. Der ist garstig. Der hält unfassbar viel aus. Der hält unfassbar viel aus. Da können wir eigentlich durchrennen. RIP, ja. Das glaube ich war der zweite Tod heute. Aber der ist... Oh, da steht ja nichts. Müssen wir uns noch durchlesen, weil jetzt nämlich, dass mir die ganzen Gegner da verfolgen. Aber den kriegen wir schon irgendwie. Da haben wir uns gar nicht runter. Vielleicht ein bisschen mit Schock, ne? Werden wir mal schauen. Oh! Der kommt so unvorhergesehen auf einmal. Ja, okay, der ist so dort aktuell eine ganz komische Angriffsfolge. Haben wir da so komische Verzüge? Moment einmal. Okay. So, wir schauen. Ich möchte mal auf alle Fälle das Blitz aufheben und meinen starken Legionsangriff möchte, oder die Fähigkeit möchte man einmal aufheben bis zu einem Run, da wo es wirklich gut ist.
Kann gerade mal schauen. An der Nase des Johannes erkennt man, Pinocchio lügt. Dampfe, merci dir. Ich bin gleich bei dir. Ich muss da gerade so einen Vollidioten da irgendwie umpimmeln, der wo mir das Leben gerade ein bisschen schwer macht. Oh, das ist gut. Heilung. Wie der Schlag ist daneben gegangen. Hä? What the hell? Wie soll denn das? Jetzt spammt aber die ganzen unblockbaren. Oh, das war knapp. Scheiße, jetzt hätte ich mal ein Wurfgeschoss ausrüsten sollen. Jetzt war es jetzt leichter geworden. Biscuit for the Biscuit. Nice. Wow, leck ist der garstig. Bist du bescheuert? Ich muss Waffe wechseln. Oh, ich habe keine andere Waffen. So, jetzt, Dampfe, merci dir für deinen Resub im 8. Monat. An der Nase des Johannes erkennt man, ja. Du darfst den Satz fortführen. Merci dir, Alter. Stress dich nicht, ich nuckelt dabei an meinem ohrreidigen Brutti. Wie geht's dir denn mit der Bumperei? Aber ich sehe schon, ich brauche das Spiel nicht mehr runter. Ja, also ich muss zu meiner Verteidigung oder generell sagen, der Gegner, den wo ich jetzt da gerade gemacht habe, der war in der Demo schon nicht ohne. Das Gute ist, der respawnt aber jetzt nicht mehr. Ne? Also die ganzen großen Gegner, was ich so bisher mitgekriegt habe, wenn du die Arme machst, die kommen nicht mehr. Super, war gerade 2,5 Stunden Vollgas Leberkäse. Sehr schön. Ich hab mein Workout von heute auf, quasi das heutige Workout habe ich auf morgen verschoben. Ich gehe dann quasi morgen und übermorgen wieder. War aber auch gestern, muss ich fairerweise dazu sagen. Zerrissene Kritzelei. Es juckt, dann gehen duschen. Zieht man die Haut ab, sieht man blaues Blut, hübscher Kokon, blauer Engel, freudiger Appetit, blauer Tod, was für ein Festmahl, Tod. Ich lebe, es juckt. Hä? What the hell? Sucht ein Psychiater. Ja, ich habe wenig Energie, wenig Leben. Und ich vermute mal, der nächste Stargazer ist noch ein bisschen weg. Wie jetzt? Kann der mit seinem Katana da alles blocken, oder was? Ah. Stimmt, die kannst nur angreifen, wenn sie in die Offensive gehen. Ich schau dann später noch mal rein, muss nur Müll ins Auto laden. Passt schon, Dampfe. Ich bin jetzt da ungefähr, ja, 20, 25, 30, 25, 40 Minuten, sowas. Ungefähr eine halbe Stunde bin ich noch da. Wenn sie es. Okay, das ist der erste Gegner, der nicht gestaggert wird. Okay, da habe ich drüber fallen müssen. Da habe ich drüber plumpsen müssen. Aber okay, das ist fein. That's fine. Learning und so, ne? So, die Gegner lassen wir einfach wieder alle links liegen, weil warum nicht?
So, und der Gegner respawnt jetzt normalerweise nicht mehr, right? So, was haben wir jetzt da? Warnung, Versteinerungskrankheit, Quarantäne zu einem Betreten verboten. Jeder ist ein Patient. Du bist mir jetzt ernsthaft von da vorn bis da hinten noch gelaufen. Was bist du für ein Haumlauer? Ja, Nerven. So. Jeder ist ein Patient oder Verrückter. Sprechen Sie nicht mit ihnen. Okay. Dann halt nicht. Gut. So, der ist ja weg, bekanntermaßen. So, da liegen unsere Seelen. Möchte ich aber gefälligst wieder haben, gell? Das ist aber hoffentlich sowieso klar. Oh nein, zu zweit ist nicht gut. Nein, zu zweit ist nicht ein Haus. Nein, das Gott, die kämpft nicht gegen zwei gleichzeitig. Hat sie komplett dumm oder was? Los, meh! Oh, einen Aufzug. Das weiß ich von der Demo noch. Hä? Ich gerade sagen, von der Aufzug bitte einmal. So, Donnerdank und Pizza Fungi gewonnen. YBO, dann lass das auf alle Fälle schmecken. Perfekt. Jetzt haben wir nämlich da den Shortcut. Jetzt teleportieren wir uns einmal in unseren Hut, weil ich meine, mich erinnern zu können, dass jetzt dann gleich noch mehr Boss kommt. Wenn mich nicht alles täuscht. Müssen wir mal schauen, ob wir zufällig unsere Waffen aufwerten können. I know my way around. Waffe verbessern. Ach, wir haben 4 von denen. Ja, easy. Plus 2. Haben wir dann schon mal. Perfekt. Nice. Nehmen wir natürlich gern. I'll use my power to help you. So, und dann machen wir noch einen Stufenaufstieg. Bei der Sofa. Jetzt gehen wir mal auf Damage. Mit 2 Punkten. Weil Leben haben wir eigentlich gut. Es wird eigentlich fein sein, soweit. Und dann schauen wir uns weiter um. So, jetzt brauchen wir nämlich nicht mehr da hinten lang gehen, sondern jetzt können wir den Aufzug da benutzen. Nehmen wir uns ein paar Wurfgeschosse mit. Jetzt pass auf, was haben wir denn da? Attributreinigungsampulle brauchen wir nicht. Ach, da waren die Dinger. Elektroblitzkanister. Ja, komm, und eine Wurfzelle nehmen wir auch noch mit, weil warum nicht? Damit nichts passiert. Schmeckt umso besser, wenn man es vom Trinker gekauft hat. Das sei der vergönnt, YBO. Das sei der vergönnt und wie gesagt, los der Schmecker. Ja, ausschlägen. Was, wenn irgendes dringliches Reparatur... Achso, okay, ja, das haben wir schon mal gefunden. Aber Trinkgeld ist doch fürs Bier da, weil das ist dann quasi jetzt quasi das Mahlgeld, ne? Alchemistenbrücke, bewölkter Morgen. Purge Puppets. Das soll man jetzt quasi auf gut Deutsch sagen, ich soll mich verpissen, right? Alle Puppen werden zerstört. Ich schalte mir jetzt einfach mal das Licht an.
Geppetto! You've got a lot to answer for! Stimmt, das ist der Boss mit der Eselshaum. Pizza ohne eine kalte Uludag ist was? Getränke wieder? Ohne kalte Unterlag wahrscheinlich, oder? Uludag. Uludag. Cooles Wort. Ach ja, können wir nicht einfach da hinten in die Berge gehen oder in den Wald da hinten ein bisschen picknicken? War, glaube ich, ein wenig schöner, als wir jetzt im Boss zusammenzuhauen. You know what caused the puppet frenzy, don't you? You're their maker, practically their father. You and the alchemist scheming together. Tell me the truth. What's your problem? I'm here for the old man. Get lost. Wait. I know you. Or more like, I know what you are. You're the devil's puppet. You can't sneak past me. Die! Oh ja, nicht vor. Ich hau dich um. Oder allen voran erst einmal daneben. Cursed puppet! Back again! Okay. Ach, den kann man backsteppen? Das ist interessant. Okay, den Boss kann man backsteppen. Aha, er hat mir mit einer 3 Meter Klinge. Das war jetzt ungefähr Greedy des Obergrauens. Cursed puppet! Back again! Also Bosse first trying kann ich. Bastarde und Sweeper. Finally, we meet, son. It's a dream come true. Seeing you like this, I understand why some people despise me. I invented the puppets after all. I should take responsibility as their maker. But in order for me to do that, I need to take care of the puppets at City Hall. Won't you help me, son? Take this. You'll find it most useful. Okay, Enigma-Montage. What? I want to hear all about your experiences. But now isn't a good time. Use the Stalker's key to open the bridge door. Then, get rid of the frenzied puppets that have seized City Hall. We'll catch up
at Hotel Krat when you're done. I want to hear. Use the catch. I want to use the. Ja, ist schon gut. Okay, ich habe Fragen. So, der komische Eselschädel dort, der, ich glaube, dass das der war. Keine Ahnung. Der hat einen riesen Beil gehabt. Ne? Warum haut der die Tiere nicht einfach auf? Ich verstehe die Frage nicht. Warum anklopfen wir... Hä? Aber okay, das ist wohl der Erfinder von uns, der Geppetto oder Geppetto, keine Ahnung. Quasi der Vater aller Puppen. Und somit auch unser Vater. Nice. Okay, zwei Bosse in einem Stream plus 2 First Tries. Ich glaube, das geht schlechter. Obwohl die Bosse mir bekannt sind. Ne? Also durch die Demo halt. Da ist auch noch der Demo noch weitergegangen. Kathi, habe ich dir, grüß dich gut. Druck nur bei mir der Stream auf einmal. Bei mir fällt nichts flüssig wie Saft. Sehr gut. Rathaus von Krat. Willst du jetzt sagen, der Char, den du spielst, ist der Pinocchio? Also ich vermute es, ne? Ich vermute es, dass wir Pinocchio haben. Ne? Es ist noch nicht confirmed, also wir haben jetzt auch in der Geschichte noch nichts drüber gehört. Also, was heißt, im Spiel noch nichts Eindeutiges gehört drüber, aber wir sind wohl eine besondere Puppe. Ja, das haben schon gesagt, wir sind jetzt keine normale Puppen nicht. Daher rühre ich die Annahme, dass wir mir heute Pinocchio haben. Find any more weapons? Let's try using them here. Waffe montieren? Du kannst Waffen über Eugenie im Hotel oder bei einem Stargazer montieren. Du kannst deine Waffen in Klinge und Griff aufteilen und zu neuen Waffen montieren, die zu deinem Kampfstil passen. Die Eigenschaften einer Waffe werden durch die Kombination aus Griff und Klinge bestimmt. Okay, wir haben heute jetzt halt einen Kopf eines Knüppels der Krat-Polizei. Das ist quasi scheinbar ihr schwere Waffen und so. Und wir haben eine Winterrapierklinge. Also das ist unsere. So, Waffenmontage. Wenn ich jetzt mal sage, ich möchte die Winterrapierklinge haben. Und tue den Griff dazu. Was bringt mir das dann? Achso, halt. Ich will die Klinge. Und ich will aber dann den Griff. Was macht das dann? Sehe ich das irgendwie? Ach, da sehe ich das, okay. Da sehe ich die Werte, wie sie sich verändern. Ja, meine Skalierung ändert sich halt aber auch komplett, ne? Aber das müssen wir schon so lassen, auf alle Fälle. Gut, da kommen wir jetzt aktuell noch nicht wirklich aus. Ah, lul, jetzt check ich das Game erst. Es ist ein Disney-Spiel. Ja, was heißt Disney-Spiel? Es ist halt ein Souls-like-Spiel, wo sie wohl um das Pinocchio-Universum dreht. Ne? Gut. Jetzt gehen wir aber da erst einmal damit zurück ins Hotel. Wir spielen mal diese. Ja, Peach-Simulator quasi. Wobei, na, Peach ist ja nicht. Quatsch, Peach ist ja nicht Disney, das ist ja Mario. Ariel-Simulator, ne? So, wir haben da vorher aber irgendwas, jetzt Moment einmal, wir haben da irgendetwas Massives gefunden. Enigma-Montagewerkzeug. Ein Werkzeug, mit dem die Klinge und der Griff einer Waffe montiert und zerlegt. Ach, das war jetzt das, was wir gerade gemacht haben. Okay, werden können. Waffenmontage ist bei Stargazern und Eugenie möglich. Wenn man es mit einem nicht-menschlichen Feind zu tun hatte, muss man auf den gesunden Menschenverstand verzichten. Die Werkstatt und die Stalkers stellten verschiedene Klingen und Griffe zusammen und konzentrierten sich auf die Herstellung der besten Waffen. Aha. Ja, schön. Schön, schön. I'll use my power. Ich vermute mal, ich kann nicht aufsteigen, oder? Mit den paar Ergos, die ich wieder habe. Ah, doch, geht sogar. Den nehmen wir noch mit. Und wir haben jetzt 4 Heilungen. Das ist zauberhaft. So, das der wir mal ist weg. Was ist denn das überhaupt? Letzte Zuflucht. Gut, wie dem auch sei, Freunde der Sonne, Ariel ist doch ein Waschmittel. Ja, also auch. Ja, tatsächlich. Freunde der Sonne, ich sag's euch aber, wie es ist, wir werden dafür heute einen Cut machen. Ja, wir haben ja schon ganz viel geschafft, was wir in der Demo schon gespielt haben. Wir haben nächstes Mal, also mit nächstes Mal meine ich morgen um 5, werden wir den Abschnitt, den wo wir in der Demo gespielt haben, den werden wir mit Sicherheit schaffen.
und dann kommen wir ins Neue, ins komplette Spiel. Ne? Also ab dann ist es auch für mich absolut blind. Jetzt das Ganze, was wir heute gespielt haben, habe ich noch so ein bisschen kennt von der Demo. Und ab morgen werden wir dann wahrscheinlich ins fertige Spiel kommen. Ne? Das, was ich persönlich noch nicht gesehen habe. Noch gar nichts davon. Ne? Aber ich hoffe, wenn es taugt. Wie taugt denn den Lies of P? Ne? Ist das etwas, wo ihr sagt, geil, endlich wieder Souls-like? Oder sagt sie eher, ja, na, so wirklich warm werden? Und tue ich da jetzt damit nicht. Also mir taugt es wirklich außerordentlich gut. Muss ich wirklich sagen. Aber mir hat, wie gesagt, mir hat ja die Demo schon gut Spaß gemacht. Und von daher bin ich jetzt dem Spiel auch nicht abgeneigt. Gut. Bonduelle Herr Nudel. Ja, true. Schönen Abend noch und danke für die gute Unterhaltung. Für euch, Cartman. Danke dir. Ich sag merci fürs Zuschauen. Schön, dass du warst. Und ich wünsche dir natürlich auch einen angenehmen Abend. Dankeschön. Na, also wie gesagt, Lies of P macht schon Bock. Ich hab gewartet drauf und es erfüllt bisher alle meine Erwartungen. So, also die Atmosphäre stimmt, musikalische Untermalung bei den Bosskämpfen stimmt. Mir ist jetzt persönlich nicht aufgefallen, dass, wenn man so ganz normal durch die Gebiete rennt, dass so irgendeine Musik läuft. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber die Bossmelodie, die wo wir bisher gehört haben, die haben richtig gut. Das Spiel macht unfassbar gute Atmosphäre, also es hält einem schon ab. Das ist schon nicht schlecht, was wir da bisher so gesehen haben. Also bin ich wie gesagt gespannt, dann neue Gebiete und neue Gegner kennenzulernen, die wo wir in der Demo noch nicht gesehen haben. Ja? Das Einzige, was mich interessieren darf, ist, wie viele Spielstunden hat Lies of P. Das war das einzige Interessante, was mich interessieren darf. Wenn das einer weiß, das könnt ihr mir gerne mal sagen. Aber ansonsten habe ich richtig Bock drauf. Ja? Deswegen machen wir morgen gleich weiter damit. Ja? Wir haben jetzt letzte Woche komplett oder generell in letzter Zeit einfach Final Fantasy gespielt. Und deswegen ziehen wir die Woche mal komplett mit Lies of P weiter. Ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Also. Ne? Zumal ja der Horror-Oktober naht, ja, das ist in 2 Wochen soweit. Da wird Lies of P dann unter anderem auch pausiert. Im Horror-Oktober spielen wir ja bekanntermaßen dann nur Horrorspiele. Das wird lustig, haben wir sagen lassen. Und ansonsten sehen wir es dann schon. Schönen Abend noch, war cool. Freut mich, Jassi. Schön, dass du da warst. Ich wünsche dir natürlich auch einen schönen Abend. Schönen Abend noch zusammen. Danke dir auch, Rübsi. Jetzt schaue ich mal schnell, wer nur live ist. Weil ich muss ja noch in die Nachtschicht. Schauen wir mal. Gehen wir zu Fichteli. Die spielt Diablo 3. Diablo 3? Sollte ich nicht mal Diablo 4 spielen? Anyways. Gut, Freunde, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du da warst, hat mich gefreut. Ich hab Bock auf Lords of P. Lies of P, wir tun morgen um 5 Uhr weiter. Nächster Stream. Und ja, ich wünsche euch alle einen schönen Abend. Kommt's gut in den Donnerstag. Und wir hören, in den Donnerstag, ich bin so verplant. Kommt's gut in den Mittwoch. Ja? Wir hören uns, sehen uns dann morgen Abend wieder. Okay, viel Spaß bei der Fichteli und bei Diablo 3. Ich weiß nicht, warum die Diablo 3 spielen, keine Ahnung, vielleicht ist 4 schlecht, ich weiß es nicht. Und ja, gern bei der Fichteli Liebe da lassen, wer es noch nicht da hat. Gern aufs Herzal drücken. Es kostet nichts und hilft schwer, genauso bei mir, wenn gerade irgendwer da ist, der wo gerade neu ist oder was. Schau mal, ob du noch folgen kannst. Da hat mir wirklich schwer helfen und da hat mich narrisch gefreut. Bitte, Dankeschön. Genau. Raid Command im Chat. Haut's bei der Fichteli den Raid Command ein, dann kennen sie sich aus, dass die Party gegen einfällt. Und wir hören uns dann morgen wieder, okay? In diesem Sinne, pfiat euch und bis morgen. Servus. Das, was ihr hier vor euch seht, ist der 3-fache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. Also, merci dir für dein Resub im 3. Monat. Jetzt will ich heimgehen. Oder oft gehen. Merci dir. Pfiat euch. I'm a crack addict. That's right, I'm a crack